Alle reden, keiner sagt etwas. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. Der Weg ist halt schon etwas Wichtiges. Ja, jetzt habe ich 10 Minuten von mir. Jetzt kann ich sogar noch weniger als früher. Hey, ich eine Tasse oder so, braucht jemand eine Tasse? Hey, wäre vielleicht schon chillig, wenn man nicht so asozial aus dem hohen Flaschending Zeug trinkt. Und es geht nicht um mich. Es geht um, was für ein Bild du abgibst. Ja, Bro, also sorry, nach diesen Gesprächen, die wir da haben, das ist klar. Das ist Egal, ein bisschen Würde müssen wir schon tragen. Okay. Ich wollte ja nicht sagen, dass ihr nicht dürft so trinken, aber Jawohl. wenn man da schon klug scheissert und irgendwelche Sprüche klopfen, dann... Genau. Okay, es läuft, ey. Wo das einfach weißt, mein Podcast ist voll berüchtigt, dass es immer technische Schwierigkeiten dass du irgendetwas hörst, abschalten und mit Fluchen und so, ignorier es einfach. Oder reg dich nicht mehr auf. Safe. Aber ich glaube. Ist schon. Jetzt hat er sicher den Oh Gott. Ne. Falls es so asozial wäre, das ist jemand, Bruder. Nimm es gerne von Vielleicht anfangen. Ja. Ich habe nicht keine Ahnung, ich liege einfach auf euch drauf. Ich weiß nicht, wie bei DJ geht. Was kannst du bei White Bells machen, Bro? Ja, ich weiß nicht, was ihr für Bells habt. Er hat noch braun. Ah, du bist so gut in dem. Ja, ja, gut. Ich sage einfach, wenn jemand einen braunen Gürtel hat, finde ich schon, dass er etwas kann. Bro, es kann braun kann etwas. Ja, aber braun ist schon höher. Ja, braun ist kurz vor dem Schwarz. Ja, eben, das ist schon ein Zeichen. Du bist schon über blau, violett, was auch immer es noch gibt. Ja, das war's. Ja. Stark, aber kennst du die Farbe? Ich schwör's dir, Mann, fuck. Ja, ich höre dir die ganze Zeit, der Kampf, und ich denke jedes Mal, ich habe keine Ahnung, aber easy. Interessiert dich null, Gio? Es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, aber ich würde es dann gerne machen. Und wenn ich es nicht kann ausüben, Hast du es mal gemacht? nein. Wärst du offen? Nein. Ich habe gute Gelenke. Warum? Ja, Beide Knie geschlissen, Ellbogen ist, Schulter ist nicht mehr gut. Alles gesehen. So ein Weinbar richtig geil. Egal was Bar ist. Egal welchen Bar du gibst, Alter, der funktioniert direkt. Und dann nachher die ganze Zeit müssen tappen, wegen vorsichtig sein, ist auch billig, weißt du. So. Hey, aber look, das ist der Prozess, man. Wir haben alle mal angefangen und gar nicht gecheckt, nur drunter gekommen, gell? Ja, schon. Ja. Im Ruckus kommst du noch oft runter. Ruckus gehört mir viele Sachen immer. Du wirst einfach auseinander. Ich glaube vor allem eben, wenn du anfängst. Bro, wenn du anfängst, die wollen so wie so testen, weißt du, Reality-Check. Und dann ab und zu sind die Reality-Checks auch ein bisschen verheerend. Also, Das ist geil. Geil, Mann. Das ist geil. Ja, Das zweite Training, Brustbein, die Rippe, die am Brustbein ist gebrochen, Mann. fuck. Nie an Chest. Massage. Bro, was du machst, ist ja als Anfang, du bist ja ein White Belt, du machst nur mit Kraft. Normal. Wir wollen auch beweisen, oder? So, Ja, ich kann auch normal, beweisen. normal. Einer hat mich am Boden gerührt, Bro, nie an Chest. Und ich höre ich nur, tack. Scheiße. Jetzt noch. Jetzt noch. Scheiße. Und dann habe ich gebrüllt. Ja, das Schlimmste, Mann, am Anfang. Hey, herzlich willkommen in dieser Runde. Wenn ihr euch mal vorstellt, wer sind ihr? Fangen wir mal da mit der Brillenschlange. Hallo, ich bin Mike, der Brillenmann. Ich trage sie wegen Heuschnupfen. Ich sehe aus, als hätte ich 34 Joints heute geraucht. Ja, ich bin schon zum... Entschuldigung? Wie viel sind es? Gar nicht. Okay. Wir bleiben da, kleine Diplomatisch. Wir bleiben seriös. Genau, Sind das für Vorwürfe, Gott Sag nein zu damit? trocken. Ja, Genau. Appell an Kind. Finger weg von dem Scheiß. lass die Finger von... Da, erzähl mal. Ja, Wie alt bist du? 34, bin mega. Bin Vater. Okay. Ich bin doch schon so oft da gewesen, muss ich mich immer noch vorstellen. Ja, aber jetzt schaut ein paar Folge wegen Patrick. Und dann denken sie sich, wer ist der? Wer ist der? Also wenn man... Und denkst du, der geht nach all Okay. meine Folgen anschauen, dass du schon mal dabei bist. Checkst du? Ich hoff's. Ich hoffe es auch, also Klickzahlen, wäre schon geil. Aber... Nicht nur das, sondern auch Storytelling-mäßig. Wir haben schon ein paar geile Serien gehabt. Da. Ich habe eine Frage an dich nachher. Ja, Nachher gerne. mal zum Krieg über. Eben, wie du gesagt hast, ich bin der Krieg. Mhm. Ich werde bald 35 im Dezember. Langsam ein Alter Mann.
so richtig zerbrechlich und bröselig unterwegs. Auch Vater, von einem bis jetzt. Der zweite ist unterwegs. Ja. Geil. Schön, Mann. Jetzt unser Special Guest natürlich. Neu in der Runde. Unser Special. Das erste Mal bei der Patrick, 29, Auch mega. 30 dann im November. Und frisch zurück in der Schweiz. Ah, bist frisch zurück. Frisch. Ah, frisch. 3,5 Jahre jetzt durch die Welt gereist. Und ja, damals die Entscheidung getroffen, alles zu verkaufen, alles zu künden, das Velo kaufen. Keine Erfahrungen, kann nicht mal einen Pneu wechseln. und einfach auf Japan zu fahren. Schwerst überladen. Aber irgendwie, kein Plan, wie ich das mache, aber irgendwie habe ich es geschafft. Und ja, dann hat eins zum anderen geführt. Geil, geil. Und dann, Hast du dich für die Reise vorbereitet? Mental, ja. Physisch weniger. Also ich habe immer trainiert, Ja. Gio, ins Gym gegangen. Aber Velofahren habe ich vor dieser Reise zweimal eine Tour gemacht und auch nicht mal mit Gewicht. Dort schon komplett verreckt. Und nach dem ersten Tag alles beladen. Der Esel war 60 Kilo schwer. Wow. Und dann einfach losgegangen. Alles hinterfragt in meinem Leben. Wirklich total. Dort Rapp über die Brücke, nachher den Hirzel drauf. Beziehungsweise nach, wohin geht es jetzt? Richtung Schweiz. Hey, ich so, was mache ich da wirklich? Bist du behindert, Mann? So, dreh um, geh auf Bosnien, flieg runter. Bleib dort, weisst du, mit AI irgendwie, hey, ich bin da und da. Nein, alles hinterfragt in diesem Moment. Aber ja, einfach weitergemacht, durchgebissen. Also hast du ein paar Mal so ein bisschen den Gedanken gehabt, fuck, es wäre schon geiler jetzt wieder umkehren. 100 Pro. Also das safe wiederum. Ich habe mir eben mental, weil ich mich so fest mit dem auseinandergesetzt habe, ist für mich einfach wie nie eine Option gewesen, dass ich aufgebe. Klar, es hat mich gottlos angeschissen in diesem Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich bin wirklich ausgerastet zum Teil, aber auch immer weitergemacht. Und ich habe gewusst, ja, es ist hart, doch es wird besser. Was hat dich dann so glauben lassen, dass es besser ist? Oder was hat dich motiviert, in dem Moment, wo es schwierig wird, einfach weitermachen? Mir selber etwas auch zu beweisen und auch zu zeigen, hey, du kannst es. Ja. Weil es ist wie auch, keine Ahnung, sagen wir im Training, wenn du schon das Gefühl hast, du bist total am Anschlag. Eigentlich magst du schon noch weitermachen. Ja, Weißt du, was ich meine? Der Schweinehund. Es ist nur da, ja, es ist nur der da. Schweinehund. Und das ist der Schweinehund und ich bin mir dessen bewusst gewesen und ich habe gesagt, ey, nein, Mann, ich bin stärker wie die innere Stimme da oben und ich ziehe jetzt durch. Und so wachst du dann eben über dein Limit raus, du wirst stärker, du wirst besser und dann wird es eben einfacher. Obwohl es dann immer noch streng ist. Es wird einfach wie... Ja, fix. Ja. Wie bist du überhaupt, ich meine, ja, einfach Japan so. Wie bist du auf das gekommen? So? Hast du das schon von Anfang an im Kopf gehabt? Oder ist dann das nachher irgendwie so eine Idee geworden, das wäre doch eigentlich ein geiler Punkt zum Anfahren? Es ist wie, eigentlich angefangen hat es damals im Vertrieb. Und das Lustige, wir haben ja zusammen sogar gearbeitet. aber auch nicht lang, ja. Wir kennen das alle irgendwie. Ein paar Monate bist du noch da gewesen, dann bist du gegangen, das mag ich mich noch erinnern. Und dann war es mehr so ein Herausfinden gewesen. Fragen stellen von wegen, ja, was will ich überhaupt? Und dann habe ich wie gewusst, ich will eigentlich die Welt erkunden, ich will reisen und was interessiert mich. Und Japan wollte ich schon immer mal gehen. Das hat mir immer so zugegeben, schon seit klein auf Anime geschaut. Eben One Piece, Naruto, Pokémon, immer gamet, immer. Das war für mich so Leben gewesen, Leben. Ja, und wiederum auch, wenn ich irgendwie etwas über Japan auch sonst gelesen habe, gesehen habe, Samurai und die Natur, das hat mich so gecatcht. Das war so gewesen, Alter, so geil, man, weißt? Richtig schön. Dann habe ich gesagt, ich will auf Japan. Und vor allem in dieser Zeit, damals, wo wir dort gearbeitet haben, habe ich einen Wettbewerb gewonnen und der CEO hat sogar mir den Flug schon buchen, aber nachher ist ja dann der Lockdown gekommen, beziehungsweise Corona und nachher alles abgesagt gewesen. Ah, du hast den Flug Ich hätte quasi die Reise gewonnen und dort habe ich schon gesagt, ich will auf Japan. Und dann war es so, ja gut, wenn ich nicht mit dem Flug kann, dann gehe ich mit dem Velo so quasi. Ah, geil. Voll. Und dann war das eben ein Prozess gewesen. Eben, ich habe zuerst mal gewusst, ich will auf Japan.
ja, wie komme ich dort hin? Und bei mir war nie so ein Thema mit dem Flug oder mit dem Auto. Einerseits, weil es ist nicht das Gleiche. Du bist nicht gleich unterwegs. Ja. Und vor allem, ich hatte auch kein Geld gehabt für hin und her fliegen. Das ist viel teurer. Ja, fix. Und dann bin ich so irgendwie auf die Idee gekommen, mit dem Velo. Und eben, noch nie, also ich bin schon Velo gefahren, aber weißt, ich habe nicht mal ein Velo daheim gehabt. Ich bin so der gewesen, am Abend, beziehungsweise von der Schule, schaust du am Bahnhof, hat es irgendwo ein Velo, das nicht abgeschlossen war, weißt du, wegen voll zum Heilaufen. Okay, Geil, nehme ich den mit und so. Geil. Ich bin so der Typ gewesen, weißt du, früher, der kleine Jugo. Ja, voll. Ja, wirklich. Ist Japan so geil, wie du es dir ausgemalt hast? Ja. Hast du mal gesehen? Ja, zweimal. Next Level. Dann weisst du es. Next Level. Ich glaube, jeder, der noch nie war, ja, nicht, also, jedes Land hat spezielle Sachen, wo es mit sich bringt. Doch Japan ist so ganz für sich ganz speziell, Voll. ganz eigen. Ganz eigen. Also auch wenn du es mit anderen asiatischen Ländern vergleichst, finde ich. Kannst du nicht vergleichen. Also ich finde, ich bin in Hongkong gewesen, Japan und Indonesien und Thailand. Und alle haben so etwas ähnlich, außer Japan. Die Augen ähnlich, oder was? Nein, aber Japan ist voll die eigene Welt. Und dann du sagst Anime und dann reingehen dort. Beste Anime? One Piece. Bist du immer noch am Schauen? Ja. Schon lesen? Ja, auch Manga. Hey, jetzt haben sie ja Pause gemacht wieder lang. Ich weiss nicht, schaust du? Nein, ich schaue es nicht. Ich habe Schade. Bro, du verpasst etwas. Wirklich, leck mich am Arsch, Mann. Kommentiert mal unten, was ihr davon denkt. Es sind schon viele Folgen, gell? Bro, was ich hasse bei One Piece? Du schaust es, du willst so Binge-Watch, oder? So jede Folge hintereinander. Dann schaust dann zeigen sie in der nächsten Folge, was in der letzten Folge passiert ist, aber so 15 Minuten. Ja, Brüder, so kann ich auch 1000 Folgen machen. Es ist sehr langatmig. Alles wird so 3-4 Mal. Bro, ich habe 300 Folgen geschaut. Also es ist nicht, dass ich keine Chance habe. Aber ich habe gesagt, nein, das ist schwierig. Verstehe ich. Und darum musst du jetzt auf das warten, weil sie machen jetzt eine ganze Erneuerung. Okay. Also sie machen den ganzen Anime, verpacken und kicken all die unnötigen Sequenzen rausschneiden. Also viele Folgen. Sie verpacken es richtig. Einfach das Spannendste tun sie jetzt rein. Gell, für dich ist es gar nicht. Mal, ich habe ja auch über 100 Folgen geschaut, aber wie du gesagt hast, das ist das, was mich bei Anime allgemein am meisten anschießt. Was denn? Eben, dass immer so hure lange Aktionen und es zieht sich alles immer so. Dragon Ball, das beste Beispiel, Das der ist mit gottlos, Freezer, gell? Alter. So 5 Minuten, aber so 20 Episoden zeigen, wo er eben dann dort gegen Kidama am Sammeln ist. Und 2 Minuten umgegangen im Anime quasi. Ja, brutal. Wann hast du Anime geschaut, Mann? Bro, wo wir in der WG gewohnt haben miteinander, dort sind wir ja alle eigentlich so ein bisschen am Schauen gewesen, auch. Dort habe ich angefangen und irgendwann mal habe ich dann einfach gefunden, so, ich habe nicht mal Zeit, ich schaue so selten Fernsehen oder sonst irgendetwas, dass ich gar keine Zeit habe für das per se. Ich muss mir Das wirklich... hat mir keine Zeit, das nimmt man sich Zeit. Ja, aber ich wollte mir die Zeit auch gar nicht nehmen. Aber hast du auf Deutsch geschaut, oder? Nein, Wirklich? nein, wieso sollte ich so etwas auf Deutsch schauen? Keine Ahnung, auf was hast du geschaut? Auf Japanisch mit Untertiteln, mit Englisch Untertiteln, nicht mal auf Deutsch. Okay. Krass. Ja, aber du musst schon den Vibe haben. Alter. Ja, auf Deutsch kannst du vergessen, Bro. Naruto, cool. Okay. One Piece, was sie auf Netflix geklopft haben. Finde ich geil. Der ist geil, Mann. Sehr, Ich sehr finde den gut. Also die gut. erste Staffel ist super gemacht. Ja, Die zweite habe ich jetzt noch nicht angefangen zu schauen. Ich auch nicht. Aber sehr, sehr geil. Hast du es geschaut? Angefangen. Und? Keine Ahnung. Ja, bist ehrlich? Es hat mich nicht gepackt. Nicht? Nein. Wie viele Folgen hast du geschaut? 2. Okay. Noch habe ich aufgehört. Ja, Anime ist halt so wie ein Tee, du musst ihn ein bisschen zielen, bevor du ihn konsumieren kannst. 15 Minuten pro Folge. Ja, nein, du musst schon, zum Beispiel Naruto, habe ich angefangen zu schauen und dann habe ich so geschaut, ein Kind ist so voll scheiße. Dann musste ich Nase operieren. Nachher bin ich reingekehrt, Bro. Die ersten 3 Folgen sind so easy und dann, ich habe Naruto Classic, Bro, in 1 Woche durchgeschaut. Ich habe geschissen mit dem Laptop, ich habe gegessen mit dem Laptop. So habe ich Game of Thrones geschaut. Ja, Game of Thrones ist auch Game of geil. Thrones ist... So habe ich Game of Thrones. Ich bin ins Training gegangen, egal wo ich war, egal was ich gemacht habe, es war immer der. gewesen. Ja, Game of Thrones ist auch. Würdest du sagen, bist du die beste Serie? Nein. Was ist die beste Serie? Peaky Blinder hat mich recht. Peaky Blinders hat dich mehr gecatcht als Game of Thrones. Ja, ich würde schon sagen, ja.
Krass. Ja, schon. Okay. Also Nummer 1 Serie Peaky Blinders. Vielleicht nicht Nummer 1, aber eine von der besten. Von der ja. Top. Ja, dann sag Nummer 1. Frag nach Nummer 1. Sonst kannst du noch... Direkt Ich weiß nicht, also ich muss jetzt überlegen. Sonst kannst du noch über den Tag erzählen. Ich war im Büro. Gewesen. Beste Serie, Bro, ausser Anime? Schaust du über das Serie? Ich habe ein paar geschaut. Du hast Game of Thrones nicht geschaut. Doch kann ich. Hast du geschaut? Finde ich richtig cool. Okay. Ich habe auch Breaking Bad. Breaking Bad heisst es, oder? ist geil. Auch richtig geil Einer gefunden. von meinen absoluten Favoriten. Ich habe nicht fertig geschaut. Dann kennt ihr Shogun? Der japanische, wo erst neu rausgekommen ist. Ich glaube, letztes Jahr. Ist das der in... Das ist aber nicht auf Netflix. Aha, nein, das ist nicht der, okay. Ich habe eine geschaut, die war eine richtig gute Serie gewesen, auf Netflix. Auch so japanisch. Wo sie so Clans in Amerika angekommen sind, haben sie alle Asiaten in Chinatown zusammengetrommelt. Okay. Und sie haben sich dort nachher so wie... Nach einer wahren Geschichte. Okay. No one knows. Lassen wir den Satz bitte. Rausschneiden. Nach einer wahren Geschichte. Hey, aber Shogun ist richtig cool. Schon, Ich zeige das? Ich habe es jetzt über Plex geschaut. Plex ist so quasi auch ein bisschen wie Netflix, doch du musst... Nein, du kannst das schon auch abonnieren, aber mein Kollege hat das wie selber runtergeladen und dann dort quasi drauf gehabt und nachher hat er das freigeschaltet. Okay. Aber richtig, richtig geil. Also das ist, glaube ich, voll... Das ist nicht das. Würde gefallen. Ich suche eine Serie, wo du so wirklich nicht abwarten kannst, die nächste Folge anschauen. Ich habe das so Safe. lange nicht mehr gehabt, Mann. Nach Game of Thrones. Ja, nach Game of Thrones habe ich mich nicht mehr gecatcht. Ich schwöre. Was geil ist doch, ich habe etwas gepackt, aber es ist kurz. Last Samurai Standing. Hast du geschaut? Auf Netflix. Ist das Ich der... empfehle es auf Japanisch. Bro, brutal. Die sammeln die hunderte Last Samurai besten Samurais und gehen von diesem Ort nach Tokio. Aber auf dem Weg musst du immer deinen Marker zeigen und dann brauchst du beim zweiten Punkt brauchst du schon 3 Marker und dann Okay, kämpfen nein, so da die nicht geschaut. geilsten Samurai. Krass, Mann. Es ist so ähnlich wie so Squid Games, aber so voll japanische Die Version. müssen sich killen gegenseitig. Ja, Bro, und wie sie sich killen, man. Next Ja, Bro, level. Samurai ist auch... Geil, Mann. Die fetzen sich sicher. Bro, und wie so Anime, dann siehst du die Backstory, wieso ist er so, wie er ist und Das ist so. geil, Also, das ist geil, ich das ist kann's dir geil. empfehlen. Wo ist die? Hast du geschaut? Nein, Das ist genau. Netflix, oder was? Im Netflix. Netflix. Ja. Last Samurai Standing, aber schau auf Japanisch, Bro. Ist das Ja, in dem so Fall Sachen musst du auch neu? Quasi etwas Ja, Neues? ja, ist neu. Ist so vielleicht boah, so von 2-3 Monaten geschaut. Okay, 2-3 Monate geschaut. wenn wir mal eine Chance geben. Gerne dazukommen. Ich möchte schon jemanden zitieren. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Sicher der Kurt Thibaut. Also, fuck man, verreckt bitte schnell, Jungs, wenn ihr krank sind. Lasst einfach los, wenn ihr am Sterben sind. Kein Bock, euch wie Missges gesehen. Das bin sicher ich gewesen. So Scheiß kann nur von mir kommen. Die Frage war, wenn ein Kollege von euch eine unheilbare Krankheit hat und er hat gesagt, lasst einfach los, verreckt einfach, ich will euch nicht sehen, so Ding. Was halt nehmt ihr für Stellung ein? Also wenn der Kollege krank ist und er ist am Verrecken Aber so todkrank, Bro, so... und er sagt dir, Nein, quasi, nein. löhnt... Er sagt ja gar nichts. Ah. Er sagt, falls ihr mal krank werdet, Bro, lasst einfach los, verreckt einfach. Ich will auch nicht wie Missges Also es kommt darauf an, wenn es natürlich heilbar ist, Bro, schon klar, schon klar. wir müssen nicht darüber diskutieren. Nein, unheilbare Ja, dann Krankheit. lass los, Mann. Ich Schon will, gut. dass die zwei Erlebt noch das. Fighters da, Dings nicht. Sorry, ja, tu mal deinen Standpunkt. Ja, erlebt noch, was ihr erleben wollt, in dieser Zeit, die ihr noch habt, und lasst los, Mann. Ja, nicht. Da elendig sich zwingen und nochmal einen Tag, 2 oder 2 Monate mehr rausholen. Wenn du es nicht geklappt hast bis jetzt, Diskutieren bitte. komm, Krigi. Diskutieren. Komm, Krigi. Wieso spielst du Ja, wenn du schon... Du bist schon am Er kocht schon. Der Nacken geht schon auf, verstehst du? Was hast du gesagt? Nein, fang du. Hey, ich finde jetzt so... Ich würde ihm jetzt noch schöne Momente Ja, fix. wie auch weißt, gönnen und mit ihm zusammen Sowieso, das oder sowieso. sie, was auch immer, oder? Und zur Seite stehen.
Also jetzt. Ja, also ich will nicht sagen damit, ich will nichts mehr zu tun haben. So, ich will bleiben, aber so, wenn du... Aber sagen verreck einfach. Nein, Bro, sein Gedankengang, verstehst du den Gedanken? Sein Gedankengang ist so, Bro, wenn du stirbst, ich will dich nicht leiden sehen. Ich will dich so sehen, wie ich dich in Erinnerung habe. Ich will nachher nicht, wenn du 2 Jahre durchleidest. Und Bro, ich rede wirklich von Krankheit nicht so, du kannst ihn noch rausnehmen und ihn schöne Momente bescheren. Er ist im Krankenhaus und ist todkrank. Okay, Und hustet die ganze Zeit. Ja, Immer das, wenn du das ist ihn- nochmal etwas anderes. Ja, so, also wirklich todkrank, todkrank. Einer von ihren besten Kollegen. Dann ist die Aussage gefallen. Ich habe einfach gedacht, es sorgt sicher für Diskussionen und dann habe ich Fix. vergessen, dass da droppt. Ich würde vielleicht den Kollegen einfach mitnehmen und sagen, Bro, was willst du jetzt machen? Was hast du Bock? Stirbst und Scheiße. Was Verreckst ist, wenn er nicht mehr laufen kann? Bro. Dann trage ich Mit dem ihn. Velo auf Japan. Dann trage ich. Komm drauf, Mann, ich wagel ihn ab. Ich fahr, Bro. Ich ziehe dich rein, weißt Nur noch 50 Kilo, was du Anfangs Brunau Ausfahrt, vielleicht der zusammen ist da. du? Kurzer Ride gewesen, ja? My way to Brunau. Dass du aus Versehen abschaltest. Nein. Bro, ich will schauen, dass er die letzten Momente noch richtig schön kann haben. Fix. Das wäre mir wichtig. Auch wenn es ihm vielleicht scheiße geht, also es geht mir Ja, scheiße. er hat eine Maschine. Aber ich will, dass er von diesem Planeten kann gehen in Würde, mit schönen Momenten. Dass er auch noch irgendwie trotzdem etwas hat, an dem er sich festhalten kann. Das wäre mir wichtig. Aber ihn jetzt einfach so verrecken lassen wie ein Stück Dreck, nein, ich könnte es nicht. Nein, aber die Frage ist, lässt er überhaupt auf dich, wenn er als Schläuch hängt, er hat ja auch Familie. Ist er dann bei Bewusstsein? Er ist bewusst, also er ist nicht hirntot oder so, oder du ziehst einfach den Stecker, das ist nicht der Style. Also ich verstehe seinen Gedanken, ich muss ehrlich sagen. Aber ich wäre trotzdem da. Es wäre Ja, er sagt nicht, Ich habe nicht gesagt, ich bin nicht da. Er sagt nicht, er hat jetzt einfach gesagt so, Bro, kämpf nicht dagegen, also kämpf nicht einen Kampf, wo du schon verloren hast, so mach dich nicht müde, Ja. mach dein Umfeld nicht müde, das ist glaube ich sein Gedanke. Also ich finde das kein egoistischer Gedanke, gar nicht. ist einfach eine andere Darlegungsweise, so. Ist halt einfach, ja, ist ein bisschen hart einfach. Das ist Es ist hart am Ende vom Tag. Ja, aber es ist hart gesagt. Es ist ehrlich, aber Hart, aber von Herzen. ja, Bro. von Herzen, Bro. Bro. Ich würde meinen, Kampf, bis es fertig ist. Erst dann, wenn es fertig ist, ist es fertig. Und bis dahin musst du Der kämpfen. Match ist fertig, wenn der Schiri pfiffen hat. Ja, genau. Aber vielmals war ja das gewesen. Die Ärzte sagen, hey, du hast keine Chance, dich irgendwie zu heilen. Und die Leute beweisen es trotzdem anders. Ja, voll. Weil Ja, sie klar. eben an sich glauben, weil sie kämpfen. Und darum stimme ich dem zu. Gib nicht auf, Mann. Ja, Bro, wie viele Leute haben gesagt, der wird nie mehr laufen. Ist Dann, halt und weitergelaufen. dann läuft er wieder, weißt du. Voll. Und können sich nicht erklären. Und deine Gedanken kannst so viel erreichen. Ja. So viel Absolut. beeinflussen. Und wenn du dich jetzt da einfach selber sterben lässt, in der Süffel Elend. Ja, aber wenn du an Schläuch hängst und nicht mehr... Ja, das ist dann schon nochmal ein anderes Thema. Es geht genau um das Thema. Nein, exakt, nicht an Schläuche hängen. Doch, du kannst Eben. fast gleich. Also du bist so, Bro, die behalten dich einfach am Leben, aber das ist nicht, dass du hirntot bist. Du bist nicht, Aber eigentlich, wenn du loslassen würdest, würdest du gehen. Ja, so. Ja, voll scheiße. So, und ihr sagt so, okay, aber das ist ja auch so ein bisschen vielleicht, was ihr beide vom Kampfsport nehmt, nicht? Ja. Ich meine, wie oft hast du gedacht, du bist am Arsch, ich sage jetzt nur in BJJ, und dann auf einmal hast du doch eine Lücke gesehen, hast doch noch einen Scissor Sweep reinklepfen und hast die 4 Punkte geholt, weil du ihn gemountet hast. Weißt du, und wie oft denkst du eigentlich, ey, ich schaffe das nicht mehr, es ist fertig. Ich glaube, wenn du so einen Gedankengang hast, dann lässt dein Körper auch schneller los. Weißt du? Und ich glaube, Bro, ich habe ein bisschen das Profil angeschaut. Ich will jetzt wieder einen Schwank zu dir machen. Du stehst ja so ein bisschen für das, gell? So Mindset, Kopf. Wie sehen dich Leute? Was präsentierst du gegen außen? Was sind so Werte, wo du verfolgst? Oder du denkst, ich sag mal so, was ist so der Ding, wo du denkst, ich möchte, dass die Leute so ein Bild von mir haben? Und dafür machst du auch etwas. Vielleicht würde ich da eher die Gegenfrage stellen, wie seht ihr mich von außen, quasi was ich durch das, wie ich mich zeige, quasi präsentiere? Voll hübsch, Bro. Weißt du, aber dann schaut er noch so tief in die Augen. Ich will sagen, die blauen Augen haben dich gehabt, Mann. Ich muss auch Brille tragen. Nein, ich sehe, also ich finde, man darf das nicht schmälern, gell? So, ja, easy, auf Japan gefahren und so. Ich meine, Bro, ich habe gestern mal mit dem Michael, du bist gestern Ja. Abend, haben wir die Strecke angeschaut. Allein mit dem Auto hast du ja mehrere 100 Stunden. Also weißt du, von was reden wir? Und darum glaube ich sicher, dass du ein Mensch bist, wo
was ich glaube, der auch so versucht, das Bestmöglichste aus ihm rauszuholen. Ich habe Bilder schon früher gesehen, wo man, eben, du magst dich nicht erinnern, weil ich White Belt bin, sorry. Wow. Als im Race, ich glaube damals bist du Purple Belt gewesen. Und du hast einfach eine gute Energie, Bro. So, du hast Das schon ist immer so, eine ja. gute Energie gehabt. Und ich glaube, BJJ hat dir auch mega viel Geld. Ich habe so Videos gesehen, wo du ein bisschen, nicht dick, aber so pummelig bist. Und ausgehen, saufen. Und ich glaube, das BJJ ist schon so ein Vertrieb. mega einschneidender Dings gesehen im Leben, oder? Brutal, absolut. Ja, so sehe ich. Vor allem nach dem Fußball, wenn ich das wie eben, bei mir ist immer so das Ziel gewesen, Profifußball, kroatische Nationalmannschaft spielen. Dort habe ich mich gesehen. Ich bin nie ein Talent gewesen. Ich bin immer so ein Holzfuß gewesen. Doch ich habe gewusst, hey, ich muss an mir arbeiten und arbeiten. Und das hat sich dann wie auch angefangen auszuzahlen. Ich habe dann schon grosse Schritte machen und dann auch in jungen Jahren, zum Beispiel dann bei Rappi, letzter Verein gewesen, dann ins Eis gekommen. Hey, und dann bist du auf einmal dort mit Spielern, die Profis waren. Einer war der Palmiro, ein älterer Italiener. Und er hat in der Serie B ist er damals gewesen. Hat er mal, nein, sogar Serie A. Er hat mal gegen den Ronaldo, gegen den brasilianischen Ronaldo gespielt. Und ich spiele mit ihm zusammen bei Rappi. Er ist Innenverteidiger wie ich. Und er hat mich wie so ein kleiner Bruder gesehen. Immer so, hey Patrick. Und er ist so, komm da und dies und das. Und ich so, wow, geil. Und eben so das Ziel gehabt. Und dann Bandscheibenvorfall kam mit 18, Prz, 1 Jahr verletzt gsi. Zurückgekommen, nicht mehr das Gleiche gsi, dann ins Militär gegangen, auch rausgekickt worden, weil sie herausgefunden haben, ich bin Bluter. Und dann ist so Blutgerinnungsstörung habe ich. Also wenn ich mich schneide, es hört, es läuft. Okay. Mir fehlt wie, weißt, dass die Wunde dann wirklich sich selber schneller schließt und auch zu bleibt. Und darum, wenn ich irgendwie eine Operation hätte, die müssen wir zuerst etwas verabreichen, damit das Blut dicker wird, damit ich da einfach nicht quasi verblühe. Ja. Als sie das herausgefunden haben, haben sie mich gespickt. Okay. Aber so, straight. Hey, ich habe gesagt, nehmt meine Waffen, tun mich ins Büro, Büroordinanz, kann ich, wenn schon den Dienst fertig bringen. Nein, grosse Gefahr. Ja, verstehe Ja, ich. nachher sind die jeder Presse. Ja, nachher bin ich Doppel-UT gsi. Und ja, nachher hin und her, aber jetzt ist das erledigt, auf jeden Fall. Und dann eben nachdem ist so wie gsi, ich wollte etwas Neues machen. Ich bin mal ins MMA gegangen. Das ist noch dort, nachdem ich wieder zurückgekommen bin von der Verletzung. Und dort habe ich eben Bodenkampf für mich so ein bisschen entdeckt. Ich bin nicht gut im Stand-up, doch Bodenkampf hat mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich gerne mal das richtige, traditionelle brasilianische Jiu-Jitsu lernen. Dann 2018 zum Pro gegangen. Vertriebsszene gsi. Ich bin 1-2 Mal pro Woche gegangen, Larifari, voll schleifen lassen. Nach einem halben Jahr eine Competition gegangen in Zürich Open. Minke untergegangen wie Titanic. Wirklich irgendwie 18-0, 19-0 verloren. Boah. Vollgas. Hey, aber an dem Tag habe ich noch 4 Kilo verloren. Und in 6 Tagen 8 Kilo habe ich verloren. Boah, ja. Also ich habe gecuttet und ja, dann bin ich dort so... Ja, So gewesen, nichts, Mann, weißt du. Dann kann er auch ein Lied davon singen. Ja, du kannst die Weight Cuts, Mann. Eben, das ist Horror. Ein Jahr Schluss Der hat gemacht. ehrenlos Weight Cuts gemacht, aber wirklich aufs Gröbste. Ich kann mir vorstellen, So Mann. Ephedrin-Tabletten. Boah, Schminke. Bro, im Kampf ist es. Bro, dann weißt du, und du eben noch extremer. Dann. So, und er hat einen riesen Kick und er so einen Kick. Kein Power, nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Wir sind am Durchdrehen gewesen. Absolut. Sorry, ich habe dich unter Du bist im Überlebensmodus dann. Ja, auf jeden Fall. Kämpfen, verloren. Einfach nicht mehr gegangen ins Gym. Und dort bin ich dann eben so dick geworden. Dort habe ich dann angefangen, okay, Schaffen, Vertrieb, Ausgang, Saufen und Fokus ist nur Schaffen. Und mit dem Mindset quasi, hey, weißt du, wenn ich Millionär bin, dann kann ich anfangen zu trainieren. Ja, weißt du, dann ist es wichtig. Jetzt ist nicht wichtig. Jetzt ist Zahlen, liefern, bam, bam, bam. Immer dicker geworden, ungesund gefühlt. Ich hatte zum Teil 17, 18 Stunden am Tag bin ich unterwegs gewesen, am Arbeiten. Auf dem Heimweg Sekundenschlaf gehabt. Wow. Wir müssen rechts fahren. Auf einmal wache ich auf, schon morgen, ich im Auto eingepennt dort. Shit. So Szenen sind früher gewesen. Richtig ungesund. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Nach dem Neujahr, da steht 19, okay, ich muss etwas ändern. Ins Gym gegangen, 10 Kilo abgenommen und dann bin ich wieder ins Gym. Seit dem Juni 19 habe ich dort dann nie mehr aufgehört. Okay. Relativ schnell promotet wurde dann zum Blue Belt und dann, das hat mir wieder das Gefühl gegeben, wie wo ich auf dem Fußballplatz war, so dass
die Energie, man so quasi, ich weiß ja nicht, wenn du früher Fußball gespielt hast, haben die auch geshootet? Ja, bei FC Kosovo. Aber weißt, für mich war jedes Mal so, So geil. du gehst zum Match auf den Platz und dann hast du so das Kribbeln gehabt. So ein bisschen das, wow, shit, Nervöse. das Nervöse. Und das hatte ich dann, wo ich den Blue Belt bekommen. Und das hat mir dann wirklich so, das hat mich dann gehebt bei dem. Und dann habe ich nie mehr aufgehört. Geil. Und dann immer weiter und weiter gemacht. Und darum, Gio ist schon ein grosser Punkt in meinem Leben, ein Anker und gibt mir auch viel. Du hast aber den Vorsatz im Neujahr getroffen. Die Vorsatz meistens geht ins Wasser. Was hat dich gegeben? Weißt du, ab Neujahr, ich kenne jetzt alle. Ich gehe nie mehr im Markt, 2. Januar im Markt. Ehrenlos. Ja, voll. Ich glaube, das haben wir wie alle, oder? Dass wir ultra motiviert sind, vor allem dann, wenn das Jahr neu anfängt. Und ich sage wie so, du solltest dich wie nicht aufgeben oder halt, wenn du mal einen Tag hast, wo rückkehrst, also wo quasi einen Rückfall hast oder du eben das nicht mehr machst, dass du dich trotzdem erinnerst, okay, warum hast du angefangen? Und darum haben mir mega viele visuelle Sachen geholfen. Ich hatte die an der Wand Posters gehabt. Ich habe Sachen abgeschrieben, die mich halt immer selber daran erinnern. Weil, sind wir ehrlich, im Alltag geht das auch schnell vergessen. Ja. Und dann denkst du gar nicht mehr dran. Das ist schon geil am Vertrieb. Du lernst so Sachen. Das ist verdammt geil am Du Vertrieb. lernst so Sachen. Du lernst, wie Mindset. dich selber programmieren. Genau, Eigentlich unser Kind ist die grösste Festplatte. Ja, voll. Und du kannst, egal was du willst, kannst du lernen, dir aneignen. Willst du eine neue Sprache lernen? Du kannst es. Du kannst es lernen. Du kannst es lernen. Willst du einen neuen Sport lernen? Du kannst es lernen. Schiffeli da, aber- Du auch Schiffeli, Bro. Alle Jahre angefangen. Und auf einmal schon Band am Gründen, gell? Ja, und dann hat man gedacht, sie haben mit 32, 33 jetzt angefangen. Scheißegal, ist was. es spät und Nein. so. Wir sind hure schnell in uns selber limitieren. Und in uns selber klein reden sind wir mega gut. Absolut. Und das hast du ja auch gemacht, Bro. Du hast ja auch so Zettel immer gehabt. Also er sagt jetzt Poster, aber du hast ja auch so Zettel gehabt Ja. mit so Glaubenssätzen und so. Du hast ja auch so, das hilft, das hat dir extrem viel geholfen. Das war auch schlimm gewesen. Du bist früher eher so eben Ausgang, auch ein bisschen aggressiver. Und Ja. Kampfsport hat dich ja auch massiv Bro, der beeinflusst. Kampfsport hat mich richtig geärgert. Das ist Ja, wirklich das hat ja schon verdammt gut getan. Ja, weil ich glaube, hätte ich den Kampfsport, würde ich wäre in der Kiste. Ja. 100%. Jetzt bist du auch in der Kiste. Aber auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite, er schafft es nicht. Auf der anderen Seite. Ja. Voll. Aber es ist ja gut so, wenn der Kampfsport, ich sage, du gehst lieber trainieren, anstatt am Abend noch irgendwie Scheissdreck zu machen. 100 Du magst Pro, gar nicht. 100 Du gehst Pro. trainieren nach dem Training, willst einfach heimgehen und etwas essen und pennen. Und es ist ja ein Investment für dich. Erstens, du kannst dich verteidigen, egal was für Kampfsport es ist, du kannst dich verteidigen. Du laufst schon mit dieser breiten Brust raus, nicht im Sinne von, ich bin der Stärkste. Also ich habe gedacht, ich bin stärker, als bevor ich mit Kampfsport angefangen habe, als wenn ich dann wirklich Kampfsport gemacht habe. Du kommst wie auf die Welt und denkst, hey, so krass, wie ich mich gefühlt habe, mit dem Schattenboxen, die Luft, die nicht zurückschlägt, weißt, bin ich der Größte. Und dann hast du mich mal voll verprügelt, wo ich gleich mal den Mehmet dort, wo ich aus allen Löchern geblutet Bro. bin. So gewesen, Digga. Bro, weißt du, was hat der gemacht, der Pisser? Bis ich China-Wiese war, ich weiss nicht, dann bin ich ihm ein bisschen zu frech geworden. Und nachher habe ich so ein bisschen da, als würde ich ihm irgendwie, als könnte ich etwas, so ein bisschen da, ich attackiere. Bro, der hat mir einfach straight einen Kick in die Schnur gegeben. Vollgas. Bro, ich schaue ihn an. Ich so, Bro, ist das dein Ernst? Er hat einfach mich am Auslachen. Ich so, du eine Mist. Aber eben, du hast nichts machen in dem Moment. Ja, weil ich keine Ahnung habe. Also, ich habe keinen Kampfsport. Hat dich das aber nicht irgendwie in dem Moment etwas, weißt du, so, Triggert? so fuck man, weißt du? So, Nein, voll nicht. dass Nein, so, gar nicht. Ich will eigentlich auch, dass irgendwie. Ich kann das eben, das hat mich nie gereizt. Nie. Ich diskutiere lieber etwas zu tot mit dir. Und ich lasse nicht los. Dort bin ich dort bist du der Pitbull. Genau. Ja, hey. Black Böse Metal, Idee, die Brown, anderen. fix. Spannend. Ja, so, ich bin halt mehr so, immer reden, dies, das, zusammen, die ausdiskutieren. Ist ja scheißegal. Oder sich auch voll kaputt beleidigen, ist mir auch. Ist auch recht, ja. Du hast Partnerin? Nein. Keine. Also Bro, du bist frisch gekommen von Japan oder bist du noch? Nein, bist du noch nein. Ich bin, nach Japan bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Das war, glaube ich, im Oktober 2024. Dann bin ich ein paar Monate da. Schnell runter auf Bosnien zu der Family. Sie mal wieder gesehen. Und retour gekommen. Und dann bin ich nach China gegangen.
Weil ich habe einen kennengelernt, einen Kollegen auf dieser Reise. Und er ist schon seit 9 Jahren dort in China am Unterrichten. Und er hat dann sein eigenes Dojo aufgebaut und hat mich gefragt, ob ich kommen möchte, zum unterrichten. Also BJJ? Jiu-Jitsu, ja. Und dann ich so, hey, weißt du was? Ja, hey, komm ich. Ja, voll. Doch das Spannende war, und das habe ich nicht gross erzählt, so ein bisschen etwas Neues. Eigentlich bin ich in einer Beziehung gewesen, und sie war von Kurdistan gewesen. Okay. Ich habe sie auf dem Weg auch kennengelernt. Also wo? Kurdistan, Türkei, Irak? In Irak, Nordirak, genau. Okay. Dort in Erbil. Und eigentlich war dann das Thema gewesen, dass ich zu ihr gehe auf Erbil und dass dann, du weißt es, dann Hochzeit und alles, dies und das und so. Doch es hat einfach, es hat nicht gepasst, weil in dem Moment war es so gewesen, Februar in der Schweiz gewesen. Ich konnte einen Monat bei meinem besten Kollegen in Uster sein. Er ist reisen mit der Freundin auf Mexiko. Und weißt, wenn du wie so ein Gefühl hast, das dir einfach sagt, ist glaube nicht die richtige Entscheidung. Ja. Und ich habe mir so wie gewünscht, hey, komm doch ein bisschen in die Schweiz, dass wir uns wieder sehen. Wir haben lange Zeit uns gar nicht mehr gesehen. Lernst auch mal die Family kennen, Freunde und so. Ja, mega wichtig. Und dann ist so wie eine Ausrede nach der anderen gekommen. Halt immer, ja, weisst dies und das. Und parallel ist das Angebot vom Kollegen in China. Okay. Und das hat mir wie so gesagt, hey, Schwarz oder rot eigentlich. Es ist eine neue Tür aufgegangen. ist eine neue Tür aufgegangen. Doch auch vom Bauchgefühl bin ich so gewesen, nein, ich habe mich für das entschieden, dass ich eben auf China gehe und dass ich etwas mache, wo ich liebe und nicht, dass ich sie nicht geliebt habe. Doch es ist wie ein Risiko. Was heisst Risiko? Doch es ist wie, ich habe nicht das Gleiche von ihrer Seite auch wie gespürt in dem Moment, dass ich jetzt wirklich, und ich war parat gewesen, auf Kurdistan auswandern und dort leben für sie. Das ist krass. Also Irak. Irak, ja. Oh. Neu in der Ist auch Kurdin. Ah, ist die Kurdin? Ah, Schatz, falls du das siehst, dass ich nicht wehren. ich kann nur reden. Einfach Ich kann nur kick reden. in die Schnurren. Okay. Nice. Aber krasse, das muss ja voll Liebe gewesen sein. Also ich Ja, Irak, es ist sehr spannend gewesen, ja. Doch ist dann nicht so gekommen. Dann bin ich auf China gegangen und auch so interessante Zeit dort gewesen, vor allem total andere Kultur. Du bist in Hongkong gewesen. Ja. China ist, ja, die sind ähnlich, ist wiederum ein bisschen anders. Und geil gewesen, coole Erfahrung dürfen wirklich dort machen. Und dann ist es eigentlich so gewesen, nach einem halben Jahr ist so wie, ich habe mich entschieden, okay, auch das Kapitel geht jetzt zu Ende, weil ich einfach gefunden habe, hey, es ist wie eine Ordnung zwischen dem Kollegen und mir. Wir haben auch zum Teil ein bisschen gewisse Auseinandersetzungen gehabt, Okay. während dem Arbeiten quasi, wo ich halt wie auch vorher nicht gekannt habe mit ihm. Oder wo ich Ja. dort durchgefahren bin, ich bin 10 Tage da gewesen und wir haben auch nicht jeden Tag gechillt. Und als Kollege ist er ein super Typ, doch halt auf der Matte ist dann wie zum Teil, ihm ist scheißegal, wer du bist. Er sagt also, du bist behindert, man gibt dir mal, weißt, beim Vorzeigen so, hey, gib dir mal Mühe und so, weißt, mehr Postur, mehr das und so was, hey, kannst du vor allen zum Teil, weißt. Und BJ ist ja so ein respektvoller Sport eigentlich. Gell? Ja, und dann, weißt du, habe ich wie so das Muster angefangen gesehen und dass er auch zu anderen ein bisschen so auf die Art und Weise war. Und dann habe ich gesagt, hey, schau, besser wir machen da einen Cut, wir bleiben Kollegen, wir, weißt, behalten die Freundschaft aufrecht und für mich geht es weiter. Und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen, habe mich dann entschieden, hey, ich habe Bock zum Velofahren, bin dann auf Portugal schnell gefahren. Schnell. Schnell. 19 Fahrtage auf Lissabon. Gestern hast du mir noch mal schnell ein Profil von dir gezeigt. Und ich habe irgendwo gesehen, dass du 100 Kilometer pro Tag gefahren bist. Im Schnitt mindestens, ja. Bist du zu Portugal auch so gefahren? Sogar mehr. In Portugal, das ist ja das Coole. Wir haben ja über das geredet. Du wirst ja immer besser und stärker mit der Zeit. Und das war dann der Fall gewesen, wo ich dann auf Portugal gefahren bin, habe ich jeden Tag durchgegeben und ich hatte einen Schnitt von über 130 Kilometer am Tag gehabt. Wow. Wo ich losgefahren bin, hatte ich einen Schnitt von 80 gehabt. Okay. Das ist schon einmal Ja, sicher, das ist fast um ein 50%. Ja, oder? Wo dann einfach, und klar, ich habe wie auch gelernt, okay, ich muss nicht alles dabei haben, ich kann besser
das ganze Zeug gepackt, ich bin leichter gewesen, ich bin aber auch stärker gewesen. Und ich konnte einfach auch mehr können pushen und ich habe so den Drive gehabt, den Fokus. Ja, du hast schon erlebt. Brutal, Du voll. Du weißt, wie es geht, Ja. du weißt, wie es funktioniert und dann ist einfach, okay, schnell wieder ein bisschen reinkommen, die ersten Tage, aber nachher, wenn du rein bist, bam, rein. Geil. Und dort habe ich mich dann auch selber, habe ich gesagt, ich habe mir immer so ein bisschen Challenges gesetzt. So, ja, einen Tag, was auch immer, schreiben Sie Kommentare. Und dann sagt einer, ja, mach so viele Dips, wie du kannst. Oder irgendwie 100 Dips, Okay. wie viele Kilometer gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, hey, das Ziel heute ist mal meinen Rekord brechen von 200 Kilometern. Dann bin ich bin fast 12 Stunden gefahren. Fast 12 Stunden. Doch das Krasse ist, je später es geworden ist mit den Desto Kilometern, easier ist es gegangen. hey, ich bin immer noch, schau, 180 Kilometer, ich bin immer noch Vollgas am Gehen, ich bin immer noch dran gewesen, wie so, ich habe mehr Mühe gehabt am Anfang, weißt du, so bis bist in den 40, Rausch 60 rein, Kilometer, wahrscheinlich. ja, voll, Voll dran. richtig, Ja, ja, richtig bam, heavy, Mann. boom. Geil, Mann. Und das ist so das Krasse, wo ich dann wie lerne, hey, durch solche Erfahrungen, wo du dich selber dem aussetzt, erweiterst du so krass dein Mindset, so krass deine Komfortzone, dass du einfach, du wirst zum Super Saiyajin, Mann, wortwörtlich. Das ist Oder? Und schon Leute, und es liegt in deiner Kraft, du hast gesagt, in unserem Mind, wir können so viel kreieren, wir sind zu so viel in der Lage. Voll. Doch wenn du dich selber nie an die Grenzen dort pushst, wirst du es nie erfahren, wirst du nie wissen. Die Leute geben viel schnell auf. Absolut. Du bist auch in dieser Gesellschaft. Ja, es ist schon eine Wegwerfgesellschaft, ja. Eine Wegwerfgesellschaft, aber eben, wenn du mal eben also im Kampfsport jetzt, eben, ich vergleiche es immer mit dem Punkt, an so einem Punkt bist, wo du eigentlich am liebsten willst aufgehen, aber es geht nicht. Es geht nicht und so wächst du brutal fest. Und eben auch die Kilometerzahlen, die du gefahren bist, zum Beispiel nach Japan, wie viele Kilometer sind das? Nach Japan waren es ein bisschen mehr wie 18'000 gewesen. Das ist krass. Nur schon, wenn du die Zahl anschaust und du sagst mir jetzt, ja, und du sagst, ich fahr dort her. Du so auf Kosovo ist schon zu weit mit Auto. Wirklich. Ich bin für, ich habe in FC Kosovo gespielt. Aber ich weiss, was du meinst mit runterfahren. Bei uns, ich fahre bis zu uns, aber 14 Stunden. Wo ist bis 14. zu uns? 1 Stunde von Belgrad, richtig rumänische Grenze. Dann weisst du es. Ich habe von dir mal eine recht lustige Story gesehen, die ich noch Instagram hatte. Zum Glück kann ich es nicht mehr. Sorry, Vater. Du hast so ein Haus gefunden. Und ich glaube, du hast in diesem Haus gepennt, in der Garage. Ich habe dort noch einen Kommentar geschrieben, das hat ja wie gespukt hier drinnen. Was? Ja, voll. Bei ihm hat es einfach gespukt in der Hütte. Bist du einfach in eine verlassene Du musst Hütte, die oder Story was? erzählen. Das war in Italien. Das ist gerade nach Mailand. Ich bin dort von Mailand losgefahren an diesem Tag. Und dann am Fahren, sehr spät angekommen, schon irgendwie, ich weiss nicht was, 10, halb 11 gewesen. Und dort war einfach nur alles flach gewesen. Es hat wie keine Möglichkeiten gehabt für mich irgendwo mit dem Zelt zu verstecken. Weil wenn du im Zelt pennst, solltest du immer unsichtbar quasi sein. Oder dass du einfach nicht irgendwie die Aufmerksamkeit von Leuten. Ja, weißt du. Weißt du, was ich meine? Weil so die quasi neugierige Gaffer. Ich sage, Europa ist noch easy. Dort lohnt es dich. Sie sehen das Zelt, okay. In Indien, Pakistan hast du Leute vor dir, die kommen vielleicht sogar ins Zelt rein. Ja, wirklich. Die stehen rundherum, die sind neugierig und so. Ja, das siehst du auf diesen Videos, wenn so Touristen und so auch mit der Kamera rumlaufen. Die gaffen Vollgas. Das ist crazy. Das ist crazy. Und dann habe ich dort so ein altes Haus gefunden. Ich so, komm, gar nicht mal dort schauen. Und das war so wirklich ein altes Bauernhaus gewesen. Und dann ich so, okay, sieht safe aus. Und es hat so ein Garagentor gehabt, das offen war. Ich so, ich glaube da mal mein Zelt nachher aufstellen. Doch ich muss zuerst die Hütte anschauen, ob es sicher ist. Nachher laufe ich so um die Hütte, mache ich so Türen auf, okay, alle zu. Doch dort in dieser Garage hat es eine Tür gehabt, die offen war und die hat zum Haus geführt. Ich so, fuck man, einfach offen, weißt du, so, was erwartet mich dort drinnen? Ich hatte ja so 2 Stück vom Eskrima, oder? Ah ja, dann. Hey, du weißt wie immer. Ja, besser wie nichts, Mann, weißt du? Wenn ich dich mit dem Stock richtig mit Scheiße gehe, weißt du? Ich schwöre. Mit Holzlatte. Sie haben mich geschlagen, wir lachen. Nachher ich R.I.P. in einer Thomas. Hand den Stock gehabt, Handy, Licht, weißt, Stirnlampe. Ich so, cool, jetzt muss ich da reingehen. Herz richtig am Ja, Rasen so viel Horrorfilm geschaut. Und das war schon dort etwa daneben Mitternacht gewesen.
einfach ruhig, gell? Und du laufst dort durch. Jeder Schritt So ein hörst. Haus, wirklich alles hörst du. Und dann musst du um die Ecke schauen, was es dort so hat. Hast du so gemacht? Drei Stockwerke, weißt du. Und der Krass ist, also der Moment, wo ich ins Badzimmer komme und so die Badwanne gesehen und das irgendwie hat mich so shit, weißt du, wow, du weißt nie, ob da jetzt irgendwie, ich habe gedacht, vielleicht ist dort so ein Drogensüchtiger, so ein Penner, Du und weißt keine nie. Ahnung. Weißt nie, aber weißt, das hat Horrorfilm. viel einfach irgendwie uns ausmalen, was auch immer. Haus durchgeschaut, ich so, okay, gut, runtergegangen, Zelt aufgestellt, Türen zugemacht, wache ich auf am nächsten Morgen, Tür offen. Ich so, wie ist das möglich, Mann? Warum ist die Tür offen? Ich habe sie zugemacht. Safe, so. Safe, du siehst im Video, Okay. zugemacht. Nachher gehe ich zu dieser Tür. Ich geschaut, weißt du, vielleicht die Tür fallen, keine Ahnung, ist locker, geht nicht auf. Du musst sie runter, dass sie aufgeht. Und dann in diesem Video mache ich die Tür zu, zack, lasse ich los und dann siehst du den Türhenkel einfach von sich aus. Das ist ein Video. Oh. Das in dem Moment, ich so, okay, Pferde, zusammenpacken, tschüss, war's für mich. weiter, schön gewesen, sorry, das ist eine Verschwörung, weiter geht's. Aber das ist der Moment. Ciao, Schöne. Ciao, schön. Tschüss miteinander. Noch in Ruhe, das passt für mich. Ey, war. Aber jeden Tag irgendwie etwas so gehabt. Und auch Ghostbuster dort, weißt du, und dann, keine Ahnung, nächsten Tag haben wir dort so unter einer Brücke gepennt, mein Zelt aufgestellt. Jeden Tag Action gewesen, Welche nie Länder gewusst. bist du gefahren? Weil wir haben gestern noch so... Nicht von Watson, das Kurzvideo. Hast du das gesehen? Ja, das haben wir angeschaut. Ja. Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland, Türkei, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, UAE. Nachher nach Pakistan geflogen, weil da jetzt mehr dazwischen ist. Die Leute so, wieso bist du nicht gefahren? Ich so, ja. Das soll ich unter Wasser. Ja, mit dem Pedalo, weißt du, auf dem See, weißt du, so die, was halt mit der Rutsche und so, schnell ab und zu Rutsche brauchen, gell? Kommt ein Welle, packe ich. Schön war's, Mann. Das war's für dich dann. Dann von Pakistan auf Indien. In Indien bin ich angefahren worden. Nein! Ja, fuck, Alter? fast verreckt. Und nachher habe ich auch das Velo, ich konnte nicht mehr weiterfahren, habe mir einen Rucksack gekauft, bin Richtung Nepal losgelaufen. Einfach gelaufen. Aber Gehirnerschütterung gehabt, nicht mehr weitermachen, auf den Bus umgestiegen, nach Kathmandu gegangen, mich einen Monat erholt, ins Spital gegangen, MRI machen, alles gut gewesen zum Glück. Dann nach Thailand geflogen, dann Ferien von Ferien gemacht. Dort bin ich dann ein halbes Jahr gewesen. Die Familie hat mich besucht, Freunde noch getroffen, mir ein neues Velo gekauft. Ja. Und dann im Januar 24 weitergefahren nach Kambodscha, Vietnam, China, Macau, Hongkong, wieder nach China, über mit der Fähre nach Südkorea und dann von Südkorea mit der Fähre nach Japan. Das sind die 18'000 Kilometer gewesen. Krass. Nach dem Unfall hast du nicht so gedacht, vielleicht hätte es nur bis da sein. Weißt du, so, dann hast du halt schon gechillt, plötzlich, du bist schon nicht mehr in diesem Pace-Modus, du hast jetzt Ferien gemacht, hast du nicht gedacht, ach, Scheiße. Ich sage, irgendwo durch hat es passieren, der Unfall, weil es ist einfach alles zu gut gelaufen. Okay. Klar, ich bin einen Monat vorher in Pakistan bin ich so hart auf die Fresse geflogen. Ich bin dort im Norden, im Himalaya am Fahren gewesen, und die haben so uralte Tunnels und die sind nicht mal beleuchtet. Dann ist so ein fetter Stein auf der Straße gelegen im Tunnel und ich bin Vollgas drüber und bam, mich hat es so zerrissen. Ganze, weißt du, Regenjacke, die ich hatte, zerrissen gewesen, prellig am Ellbogen. Und ich bin auch mit dem Hinterkopf auf den Randstein gekommen, aber weil ich den Helm hatte, ist dann dort nichts passiert. Geil, Mann. Aber ich konnte das Lenkrad nicht mehr heben in diesem Moment. Und dann musste ich auch umsteigen auf einen kleinen Bus nach Islamabad in die Hauptstadt. Und dort hatte ich einen Kollegen, konnte mich erholen. Und darum, klar, das ist passiert, aber sonst ist alles gelaufen. Ich so, Minke, komm morgen gut voran und so. Wurde chillig, weißt du. Und Das haben alle die ganze Zeit, das wäre ich schwöre, was das tun sie so, Mann, gell? Doch dann bin ich so gewesen, klar, es hat mich schon recht auch gebrochen in dem Moment, weil ja, es hätte vorbei sein, aber ich habe gewusst, okay,
nein, es ist noch nicht meine Zeit. Und das war wie eben ein Zeichen gewesen, auch ein riesiges Geschenk, weil ich auch den Helm hatte, weil der Helm ist nachher gebrochen war, durch den Aufprall. Und ich bin bewusstlos auf der Straße gelegen. Ich kann mich bis heute nicht erinnern, was passiert ist. Ich wache auf und weil ein paar Inder haben mich halt auf die Seite da. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen und dann schaue ich die an. Bro, du siehst einfach so Inder vor dir, so 3, 4 und du so, bin ich im Himmel. Sind so die Engel aus, indische Engel und so. Geil, Mann. Ich will nicht im Himmel sein, weißt du? Mann. Weißt du nicht, Mann? Ich so, was ist das, Mann? Weißt du, was passiert da, Junge? Und die hat kein Wort Englisch geredet, so mit Hand und Füßen und sie so, boom, und ich so, gut. Und dann immer der. Aber ist schon krass, dass das immer... Bro, ich habe nachher auch angefangen mit dem, ich schwöre. Ja, das ist einfach... Das ist der Flow, das ist der Vibe, weißt du, damit du in Schwingung bleibst. Ich habe schon eine Doku geschaut vom SRF und dann haben sie einen auf Indien geschickt wegen einem Streetfood. Warst du nicht am Bestellungstisch? Wie die Hunde im Auto, die du hast. Weißt du, Der Dackel. Ja, der Dackel, genau. Ja, auf jeden Fall bin ich dann so wie, auch der Tag war richtig Horror gewesen. Irgendwann haben sie mal den Englischlehrer aus der nächstliegenden Stadt geholt. Der hat mal ein bisschen übersetzen, Krankenwagen geholt, mich dann ins Spital gefahren. Katastrophe gewesen. Du bist ja dort im Besprechungszimmer, normalerweise nur mit dem Arzt. Dort war wie Kilby. Alle Leute rein, einer vom Fernsehen kam, mich will interviewen mit Kamera und so. Ich so, was? Ich so, Was für ein Interview, Mann? Verpiss dich, Mann. Junge, Mann, ich weiß nicht mal, wo ich bin, was passiert. Interview. Ich schwöre, also, Interview ist okay? Ich so, nein, okay, er dämmt dich, weißt du. Aber immer noch, weißt du, irgendwo anständig bleiben. Ja, Ich bin du nicht musst. ausgerastet oder so. Ich muss so denken, sind die eigentlich weich, Mann? Weißt du, was Ja, läuft für dich ist das voll das Highlight. Hey, für die, ich bin dort Sensation gewesen, wirklich so. Und dann Hast du kommt gefragt, der Arzt. warte, hast du gefragt, ob sie schon mal einen Weißen gesehen haben? Nein, habe ich nicht gefragt. Schade, wäre eine geile Oder Frage. andere gewesen. Probleme. Geld verlangen. Ja, sicher hat er andere Probleme. Aber ich wäre so dumm und nicht das Fix, gefragt. aber dann wäre ich dort in Indien geblieben, habe ich nicht wollen. 1, 2 Jahre. 1, 2 Jahre Streetfood. 1-2 Jahre and forget India. Okay. Gelli. Der Wagen, ja. Mann, wie so am Blackbelt, Ich schwöre. Nach kommt der Arzt mit so einer fetten Spritze in der Hand. Er so, okay. Ich schwöre. Ich so, was ist das, Mann? What's that? Er so, okay. Ich so, no. Ich so, nein. Weder erklärt, was das ist, für was das ist. Ja. Er hat mich nicht abgetastet. Ey, bist du okay? Hast du etwas gebrochen, dein Kopf? Nicht. Und nur Spritzen. Okay. Ich so, verpiss dich. Ich so, nein, Mann. Und nachher, nach 10 Minuten, fertig. Ich so, hey, weißt du, ich so, fertig, was soll ich da noch? Nachher kommt Schmier, sagt Schmier, ich muss zum Revier gehen. Und es war 45 Grad in dieser Zeit in Indien. Wow. Die haben kein Klima gehabt und so. Die Polizeipost war offen, offene Tür, einen kleinen Venti haben sie gehabt. Vorne so ein grosser Tisch, wo dort der Sheriff gehockt ist, ich nebendran. Links nebendran Zellen mit irgendwie 10 Leuten dort am Boden am Chillen im Knast. Ich musste immer durchgehen, wenn ich pissen wollte. Nachher schauen sie mich dort so an und ich so, ja, Jungs, weißt du, sorry, ewiger. Weißt du, 5 Stunden etwa dort auf dem Posten gewesen. Und einfach eine riesen Show, weißt du, ein Saftladen. Vom Allerfeinsten. Ich so, wieso bin ich da? Please wait, we need check. Ich so, ja, okay, aber mein Kopf explodiert. Und dann haben sie gesagt, sie fahren mich irgendwo in ein Hotel. Gut haben sie gefahren, man. Ich musste mit Tuk-Tuk dann in die nächste Stadt fahren und im Tuk-Tuk so, gell, mit Kopf. Mit ihrer Ich direkt nochmal Kinderschütterung geholt, Mann. Handgegner. Jetzt lachen wir drüber. In dem Moment war ich am Sterben. Jetzt hätte ich gerne sterben, weil ich auch so war. Ich so, nein. Aber du hast Mann. nicht losgelassen. Nein, ich habe nicht losgelassen. Ich so, nein, Mann, ich muss weitermachen, Mann. Komme ich an in das Hotel. Endlich Bett, Ruhe. Ich habe, glaube ich, 1 Tag geschlafen. Geil. Einfach Ruhe, Storen zugemacht, dunkel, nichts. Und dann habe ich mich 2 Wochen selber quasi fit gegessen, geschlafen. Ich hatte keine Betreuung von einem Arzt, noch sonst etwas. Und dann bin ich so gewesen,
einerseits eben am Anfang so Schock. Kurz vor dem Einjährigen, es ist am 10. Juli passiert. 17. Juli bin ich losgefahren. Ich so, fuck, Mann, was ist das? Was soll ich machen? Hey, und dann habe ich so viele schöne Nachrichten bekommen von allen Leuten, Freunden, Familie, Leute, die mich auch nicht kennen, die mich halt nur begleitet haben. So schöne Nachrichten. Und ich so, wow, Mann, ich muss weitermachen. Weißt, ich ziehe jetzt durch. Scheißegal wie, aber ich komme auf Japan. Ob ich jetzt muss kriechen, laufen, Trottinett, Rikscha, was auch immer. Scheißegal, Mann. Sorry, ich habe keine Zeit, ich habe Termin. Normales Velo. Ja, das ist eben stark. Normales Velo. Weißt du, mit E-Velo. Nein, ich Bro, das ist wie mit Töffel fahren, Mann. Weißt, Hast so. du mal gefahren, E-Velo? Ja. Du? Ja. Bro, ich bin mal auf Voi angesessen dort, weißt du, die Voi, die... Schneller wie Auto, Okay, Mann. ja, Ist das Bro. schön? Richtig chillig, du machst 3 Pedale dort. Bist schon angekommen, gell? Ja, Bro. Absolut, Mann. Ja, und das Velo konnte ich dann nicht mehr flicken. Dann habe ich so gesehen, statt dass ich mir jetzt ein neues Velo hier in Indien kaufe, das vielleicht nach einem Tag schon zusammenbricht, habe ich gesagt, hey, ich kaufe mir einen Rucksack. Nachher hat mir ein Kollege aus Delhi hat mir dann einen bestellt, zu mir geschickt, mich mein Zeug umpackt, all die Reste in die Velobox da auf Thailand geschickt. Auch das war eine riesige Geschichte. Es hat 5 Minuten gedauert, bis das kommt. Ich habe es gesehen, wie Watson es zeigt. Und vor allem, ich schneide nur das an, der erste Preisvorschlag, den sie mir gegeben haben, um das zu verschiffen nach Thailand, von dieser Shipment Company. Was schätzen ihr? Also von Indien auf Thailand? Ja, voll. Was schätzen ihr, ist der Preis von ihnen? Und wie groß ist die Distanz? Halt, Ich weiss, nein, Kilometer meine ich so. was, Distanz. Distanz? Ja. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß doch Ja, du nicht. fliegst vielleicht 6-7 Stunden von Indien dort nach Thailand. 5 Stunden. Ja. Und ist er in der Box gewesen? Oh, das Velo? Etwa 30 Kilo. Ist gerade- Ist jetzt nicht Das ist jetzt nicht ein Auto oder so. Boah, Bro, ich würde sagen... Also ist es voll viel gewesen oder voll wenig? So, Ja, das sagt er nicht. Rat einfach, Bro. 1000, okay. 1000 Stutz sagst du? Ja. Boah, das erste Angebot. Ein sehr starkes Angebot. Sehr starkes Also Angebot. Bro, zum Richter schon nur schicken. Nur schicken, nö, nur einfach die scheiß Zwei Box Lappen, quasi schicken. 2 Lappen, sag ich. 1000, 2 Lappen. Also, wie du so tief bist und du bei 1000 bist, sage ich jetzt 1600. $10.000. Was? Haben sie wollen. Ich so, sie sind behindert, Mann. Ich so, schliefst du? Was soll ich sagen? Ich will nicht einen Elefant schicken, Mann. Ich habe ein Velo drin, ein kaputtes Velo, Mann. Mit ein paar Taschen, mit ein bisschen Kleider. $10.000 haben sie wollen. Wie sind sie auf das gekommen? Also ist das einfach Frag so nicht. gewesen? Deko, der Sie- Ausländer. Ja, 100 Pro, Mann. Keine Ahnung, man sieht jetzt wie Volumen von der Box berechnet und nachher aufkalkuliert. Ja, eigentlich könntest du so viel rein tun und Ah, sie hat noch... mal, keine Ahnung, ihren Vater und dann noch das. Dann noch plus ein Dann Elefant. ziehen wir jetzt ab. Ja, ja. Total. 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 Und dann ficken wir jetzt richtig. Ja, ja. Hey, parallel dann habe ich einen Kollegen Parallel dazu. hat sich ein Kollege gemeldet aus der Schweiz, der eigentlich genau in dem Bereich tätig ist. Ohne Kampf. Und er hat mir dann seine Hilfe angeboten. Und er hat das dann über seine Firma, dort wo er arbeitet, hat er das dann verschickt und ich habe gar nicht müssen zahlen. Geil. Richtig geiler Typ. Geil. Und dann ich dort mit dem Rucksack fange an loslaufen. Ich so, mega, das wird ja etwas. Und ich bin nahe an der nepalischen Grenze gewesen, etwa nur 60 Kilometer. Hey, aber nach ein paar Stunden, einerseits, ihr könnt euch vorstellen, Knabelschiessen, Ja. wie laut es ist. Etwa so ist die ganze Zeit dort. Die Straße, oder? Straßen. Nepal? Indien. Ah, Indien. Indien Ja, dort. aha, ja. Oder also es ist so laut. Und ich mit einer Kirnisch... Hast du schon mal eine gehabt? Kirnisch... Ja, okay, ja. Standard. Normal. Dann bist du hure sensitiv. Hey, und dann, wenn die ganze Zeit so laut ist, es ist heiß, es ist dreckig, es ist... Bro, du bist ja am Limit, man, dort. Wirklich am Limit. Dann nach ein Plus paar die Stunden- 45 Grad und der Shit. Das ist noch das. Oh. Ja, einfach, es ist Gut, so aber ich glaub, du gewöhnst typisch dich und so, dran, weißt du, es ist einfach, du schwitzt eh schon wie Sau dort und dann... Und dann musst du noch laufen. Und da überall dreckig, weißt du, dann siehst du irgendwie so Wildschwein tot rumliegen, dann siehst du so Pferd, Hühner, Hunde und so, Mink, ja, was... Einfach etwas halt. Über Kühe, überall, ja, und so. Das verkaufen sie ja zum Essen. Zum Teil, also es, ja, was... Bro, die leben das so, wahrscheinlich. Dann ich so, hey, Pädermann, du musst dir jetzt nichts mehr
beweisen, du. Du hast genug gemacht, Alter. Ich Du bin hast schon genug über meine gemacht. Grenzen gegangen, habe nach einem Weg gesucht, dann habe ich dort einen Bus angehalten, bin ich zu der Grenze gefahren und dann in die Hauptstadt und so ist es dann weitergegangen, dann mit dem Unfall. Krass. Shit, Mann. Aber ja, jeder von diesen Momenten ist Angefahren einfach wurde, hast du gesagt. Aber frontal, so, weil das Rädchen ist dann nach innen gedruckt gewesen, also es muss frontal gewesen sein. du weißt das auch nicht mehr? Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich habe auch einen Blackout. Gut, stimmt, das ist schon so. Ich sehe nur das Gesicht vor mir, wo ich aufgewacht bin. Und nur so mit den Augen. Gut. Gut, gut. Das schönste Land, Definier schön. wo du dort warst und denkst so, boah, hast du gedacht so, shit, Bro. Also weißt du, wo das Dopamin durch den Körper fließt und du denkst dir, Wahrscheinlich so das Gesamtpackage einfach. wow, ja. Da möchte ich. Hat sich zwar gefunden. Da wird ich bleiben. Hey, es hat eben so viele schöne Momente gegeben. Weil es ist immer. Warum bleibt uns eigentlich eine Erinnerung so fest? Warum haben wir eigentlich so einen Moment so fest in Erinnerung? Es ist immer gekoppelt mit der Emotion, genau. wo dort in dem Moment passiert ist. Und weil ich mich halt die ganze Zeit immer gefickt habe, mit bergauf, mit was auch immer, und dann so die Momente, du kommst, jetzt auch Türkei zum Beispiel, im Süden, dort in Antalya, Richtung Mersin, wo ich gefahren bin, alles an der Küste entlang. Dann fickst du dich zuerst mal eine Stunde dort bergauf, dann kommst du da und siehst einfach die Aussicht, das ist schon, weißt, langsam so Sunset, Meer und du so, boah, wie schön, Kickt schon. Mann, weißt du, Ja. richtig geil, Mann. Ja, vor allem so nach dem strengen Das ist Abschnitt. das, Mann. Genau. Also das ist der geile, kranke Abschnitt hinter dir und auf einmal passt alles zueinander. Brutal. Und dann, wenn noch so eine Abfahrt kommt, du denkst, hey, du bist der König, weißt du, shit, Mann. Dann bist du so, Kannst einfach loslassen. kannst einfach sein, Mann. Und dann so die Dopamingefühle, bam, 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 so schön. Darum, es hat so viel von diesen Momenten gehabt, überall. Und, aber sonst von mega schönen Ländern per se würde ich sagen, Japan und Thailand. Ja. Weil es einfach so vielfältig auch ist, weil es einfach ja, magisch, weißt du, die Natur auch dort. Mega. Und die Länder nach Balkan bis dort an. Was meinst du? Wie es war? Nein, welches Land Rating nach Balkan bis dort an? Ja, Rating, ja. von schön. Ja, genau, ja. Sorry, ich meine, wir sind immer noch beim Thema. Ich habe es auch sehr interessant gefunden, also eben eigentlich, das war generell eine spannende Zeit, wo ich dann dort eigentlich den Balkan verlassen habe, in die Türkei gekommen bin. Ich war 7 Monate in muslimischen Ländern. Und einerseits, es war wie eine Kombi von all diesen Erlebnissen, die Begegnungen mit den Leuten, die krasse Gastfreundschaft. Unreal. Leute wissen nicht. Und ich bin auch ehrlich, bevor ich jetzt auch auf die Reise gegangen bin, ich hatte so zum Teil ein mulmiges Gefühl gehabt, muslimische Länder. Ich habe ja nie gross Berührungspunkte gehabt. Warum? Ich habe ja nur die Sachen gekannt von den Medien, von den Zeitungen. Und was erzählen die uns meistens, sind wir ehrlich? Ja, Bro. Klar. Nur Negatives. Das ist Ja, das ist schon normal. Bravo. Du brauchst ja einen Boom, Mann. Ja, eben. wenn's Bravo. interessiert. Und ich bin auch so gewesen, schau, ich vertraue nicht. Ich glaube nicht, was ihr berichtet. Ich will das selber erfahren. Und ich will das mit den Leuten teilen, die mich verfolgen. Und darum, die Leute dort, genau das Gegenteil. Das sind die freundlichsten. Und die sind so warmherzig, so willkommen, immer mit offenen Armen mich empfangen. Jederzeit geholfen, wenn ich etwas gebraucht habe. Und diese Kombo macht es Huren aus. Geil. Gell, und sie haben auch nicht gerade viel. Das habe ich auch. Nein. Die Ja, Ersten sind ja, aber ist doch immer so. Das letzte Brot. Ist doch Absolut. immer so. Mega schön. das ist extrem. Eine schöne Erfahrung war in Antalya, in Side. Das war im Anfang November, bin ich dort angekommen. Und ich bin, sind wir mal in Side? Ich war in Belek, im Hotelferien mit den Eltern. Schön gewesen. Voilà. Das war mal in der Altstadt in Side. Und ich bin nur Hotel. Also mega herzig dort. Eben. Es ist so richtig, es ist mega charmant. Und es ist auch recht klein. Ich bin dort zuerst angekommen. Mein Velo dort vor diesen, es hat so alte, wie nennt sich die Säulen? Minarett? Nicht Minaret, es ist so wie ein altes Tor, wie in Griechenland. Kennen ihr die Säulen, die zum Ja, Teil stehen? ja, voll. Wie nennt man das? Tempel.
Ja, vielleicht, es ist von einem Tempel quasi. Und in Aber ich weiss, wie es aussieht. Oder? Und das ist so dort. Ich habe dort vorne schnell mein Velo gelassen, habe dann schnell eine Runde gemacht, ein bisschen Bilder gemacht, komme zurück. Sehe ich so ein Pärli, ein altes Pärli dort. Einfach Schweizer, auch mit dem Velo unterwegs und so. Zuerst mal mit ihnen ein bisschen geredet, lustig gehabt, Kaffee trinken. Nachher bin ich so dort rundherum gefahren, gesucht, okay, wo könnte ich essen. Und ich bin auf dieser Reise eigentlich knapp 2 Jahre Veggie gewesen. Okay. Und darum bin ich so recht, ja, habe ich halt gefragt, ja, haben sie etwas Vegetarisches und so. Und beim ersten Restaurant, wo ich gefragt habe, hat sie gesagt, ja, aber wir machen erst in einer Stunde machen wir Essen. Und ich so, okay, gehe ich halt weiter. Und nachher habe ich die Runde nochmal gemacht, und wir am gleich an. Und ich so, okay, ich komme, glaube ich, da zu ihnen. Hocke ich dort und so herzlich, so eine türkische Mutter, so eine Anne, wirklich, sie heisst Lale heisst sie. Und mit ihrem Mann, Meti, haben sie dort so ein herziges Plätzchen gehabt, wo auch zum Teil, also du hast auch können dort, ist nicht Hotel, aber so, wie nennt sich das? Ja, Bed and Breakfast, ja, so genau, ein bisschen so die Art und Weise. Hostel-mässig. Und sie hat alles selber gekocht, so mega klein und herzig. Und nachher richtig schöpfen und nachher fragt sie, ja, hast du noch mehr Hunger, willst du noch mehr? Ich so, ja, gerne, weißt du, sie sehen mein Velo und dann haben wir so angefangen zu reden, voll ins Gespräch gekommen. Und dann ist es schon mal später geworden und nachher ich so, und dann fragt sie, ja, wo schlafst du heute? Ich so, ich glaube vorne beim Strand, weißt du, hat sie einen kleinen Abschnitt, perfekt, und ich mein Zelt hin. Sie so, nein, komm doch bitte zu uns. Ich so, nein, das kann ich nicht. Sie so, doch, bitte komm, weißt du. Es ist nicht viel los, es ist keine Saison, November gewesen, bitte komm zu uns. Ich so, danke vielmals. Eben, dann endlich mal wieder Bett gehabt, sonst immer in meinem Zelt geschlafen, Dusche und so. Ich so, boah, so schön, dankbar. Das schätzt dann die Sachen. Weißt du wie? Nächsten Morgen, dann zum Morgen gehabt, sie so, nimm was du willst, iss. Und nachher hocke ich dort und nachher hat sie mich gefragt, wie lange willst du eigentlich bleiben? Ich so, ja, ich habe wie vor, ein paar Tage bleiben, weil ich habe jetzt einen Geburtstag in ein paar Tagen. Und darum, und sie so, bleib. Und dann hat sie mir wirklich, und sie dann nach dem zweiten Tag hat sie das dann gefragt. Sie so, hey, willst du eigentlich ein paar Tage da bleiben? Und ich so, bist du sicher? Ich so, absolut. Hey, und so bin ich dann etwa knapp 5-6 Tage bei ihnen gewesen, habe dann ihnen ein bisschen geholfen, weißt, mit ein bisschen aufräumen, Geschirr abwaschen und so Zeug. Und dann einfach wirklich so. Hey, und dann haben wir zusammen meinen Geburtstag gefeiert, haben sogar eine Torte für mich besorgt. Und das ist so das Gefühl, dass egal wo du bist auf der Welt, Heimat kann überall sein, weil wenn du mit den richtigen Leuten zusammen bist. Genau. Hey, und wer hätte das gedacht? Oder? Und Ausbams, weißt du, und mega schön. Und so Erfahrungen macht es dann eben aus, durchs Reisen, weil du einfach wie mutig bist, auch mit einem offenen Herz durch die Welt zu gehen, was du alles erlebst. Und darum möchte ich auch die Leute animieren, euch alle da draußen, die Heime, wagen das, geht ein bisschen raus, gehen reisen, die Welt sehen und ja, sind nicht ängstlich, ja. Mit dem Kämmerli dort in der Komfortzone. Weil die Welt bietet so viel. Ja, schon. Das ist mega. Darum, es gibt kein Ranking. Jedes Land hat. Ja, ich habe gedacht, weißt, vielleicht gibt es irgendwo, eben jetzt wie bei Türkei, wo dich voll geiles Erlebnis gehabt hast, dass halt das vielleicht ein bisschen mehr raussticht. Ja, maximal schön. Man Ja, man. steht mit nichts sozusagen. Du willst draussen pennen und dann sagt er jemand, komm, gibt dir Essen, gibt dir ein Bett. Ey, weißt du wie? Weißt du wie? Vor allem eben auch das Duschen, wie ich meine, es hat sicher ein paar Tage gegeben, wo du gar nicht hast duschen. Bro, zum Teil eine Woche nicht duschen. Eben. Ich Wasser kaufe im Supermarkt oder wenn ich mal im Fluss kann, geil. Aber sonst zum Teil auch nur so mit Wasser am Abduschen oder mit so einem nassen Lumpen. Einfach, dass der Schweiß wie weggeht, weil das ist so unchillig gewesen, wenn du dann schlafen willst. Aber eben, du hast wie auch andere Prioritäten. Ja. Es ist nicht wichtig, wie du schmeckst, du stinkst und weißt, du bist für dich allein und findest irgendwo auch geil in dem Moment. Ist so einfach, hey, sind wir ehrlich, weißt du, fuck off, man. Also, wer kratzt, man. Richtig mal so einen Bart bekommen, weißt du. So ein Abi bin ich da gewesen. Patrick Abi. Der war, wo Hose runtergezogen hast zum Schiessen, der Geruch, der vorher kommt. Weißt du, wie, Mann. Hey, aber auch draussen in der Natur geschissen, gell? Wenn ich am
müssen, wir gehen schnell in den Wald, dort im Gebüsch, okay, runter, erledigt, zack, zack. Weiter geht's. Simpel, Mann, weißt du? Und Ja, voll. die Leute verlernen eben auch mit der Natur irgendwo auch zurechtkommen, zu leben. Weil, ja, du bist nur daheim, du bist nur immer im Luxus und so die essentiellen Sachen, es geht verloren. Sehr gut. Ja. Kommen wir gerade. Fragen etwas, machen etwas. Jetzt lässt er mich voll über ihn ab. Ja, lass. Er checkt sehr erst mal in den Podcast. Nachher beim Schneiden, hör die Wichs. Hey, Hansel, Ja, ist er Mann. weg, nicht? Normal. Sind ihr mal länger unterwegs gewesen? Gehen reisen? Thailand. Um dort zu trainieren? Ja, ich habe auch dort sozusagen fast gelebt. Ich war ja gesponsert vom Tiger Muay Thai. Weißt du, das damals, als ich Krass. das Tryout gewonnen habe. Ja. Und nachher konnte ich dort wohnen, es ist alles gezahlt worden. das Geil, Hotel Mann. und- In Phuket, oder? Ja, Phuket. Geil. Aber ich bin immer einen Monat gewesen, dann bin ich schon ein paar Tage zurückgekommen, Ja. wieder gegangen. Wieso? Erstens wegen dem Visum. Ah. Ich meine, ich hätte auch aus dem Land gehen Aber hättest du nicht können so ein Visum bekommen, extra als hätte ich schon können, aber ich hatte damals noch eine Freundin gehabt. Okay. Also eine Ex-Freundin. Ja. Und erstens einmal eben zum Beziehung ein bisschen pflegen zurückkommen. Zweitens ich habe die Leute vermisst. Die Leute extrem vermisst. Ich bin dort unten und dann niemand gehabt. Ja, voll. Plus die Sprachbarriere. Englisch war jetzt Niemand. gar kein Thema gewesen. Hat es keine andere Laweis gehabt? Es hat schon ein paar, weißt du, aus Deutschland hat es ein paar Leute gehabt. Dann irgendwann ist mein Trainer, der Ray, Ja. ist dann auch mal mitgekommen, 2 Wochen unten geblieben. Das war natürlich auch geil gewesen mit ihm, aber es war schon gut gewesen, weil ich mich extrem fokussieren nur aufs Training. Cool, Mann. Und ich, Für das bist du da gewesen. Ja, ich habe 3-4 Mal am Tag trainiert. Geil. Nur trainiert, gegessen, schlafen. So machst du auch die Fortschritte. Ja. Das ist die Frage. Weißt du, ob wir Länger schon mal reisen sind. Ja, voll. Er ist halt in Thailand wegen dem Training. Hey Bro, ich kann dir etwas sagen und wahrscheinlich wirst du als Jiu-Jitsu ein bisschen eifersüchtig. Ich bin auf Mexiko gegangen. Das ist doch erst jetzt letztens? Oder hast du... 22. Ah, du hast es auch jetzt zugelassen. Ich habe ein paar Videos gesehen da vom... Galvao? Ja. Ja, ich habe das mal aufgenommen, ich habe es aber ja, ich habe es Voll auch so geil, gepostet. Aber Bro, ich bin dort angegangen, 3 Monate, noch so dort November, glaube bis Februar, so Mitte Februar. Und ich hatte eigentlich, weißt du, so easy, ein bisschen BJJ, ich bin noch White Belt gewesen. Bro, ich komme am ersten Tag an. Wer war dort? Ich habe den Namen vergessen. Die 2 Brüder. Roll... Nein, du kannst seine Mendes-Brüder. Mendes-Brüder. Mit denen habe ich trainiert. Bro, seine Guard ist ja mal next level, du kommst nicht durch. Unbreakable, Also ja. klar, mich hat er gelassen, aber der Emre hat gesagt, sogar der White Belt passt meine Guard, wieso schaffst du es du nicht und so. Dann ist der Galvao gekommen, der geilste Sieg, jetzt ist er glaube ich ein bisschen Shitstorm, aber wirklich so, er ist, Bro, ich bin White Belt, du weißt wie Leute sonst mit White Belt sind. Also hey, you wanna train together und so, haben wir trainiert, er hat mir einen richtig geilen Pass gezeigt, wo ich mir voll angeeignet habe. Und Machst du nachher- heute noch? Ja, mache ich heute noch, Geil. weil ich nicht verletzt bin. Und Dubois, so ein Kruselkopf. Wie heißt der Mann? Ich kann nur einen Typ vom Boxen. Nein, es hat so einen. Ich habe keinen Plan, von wem ihr Ich redet. muss dir zeigen, unbedingt. Mit denen habe ich trainiert. Und jetzt ist er immer wieder gegangen und er hat mit dem. Wer macht immer die Octopus Guard, Mann? Der gegen den. Craig Jones. Ja. Ist halt mehr trainiert. Ah, geil. Der ist Ey, du musst dir vorstellen, Bro. Das ist wild. Das ist Du musst dir fucking vorstellen, geil. es ist so, du Das gehst. ist Octopus Guard. Bro, das ist so Guard, wenn jemand dich passen will. Du lässt ihn dir passen eigentlich. Und Okay. dann, wenn er in die Zeit kommt und die Kiste reinkommt, dann kommst du okay. mega untypisch. Ja. Eigentlich ist das Ziel von BJJ, du lässt ihn nicht bei deiner Genau, aber du tust ihn wie locker. Ja, okay. Und nachher... Das ist ein Trap. Ja, Es ist wie wenn der Ball zu weit geht und nachher so über Wie ein Finte, Mann. So, genau. Der da. Ah, er, ja, der ist brutal. Der ist Bro, brutal. auch ein richtig geiler Sieg. Und der Trainingsort ist ja so, da oben haben wir trainiert und da ist einfach der Strand von Mexiko. Alter, Dann bist du brutal. 10 Runden voll am Rollen und dann, Bro, mit der, genau, ziehst du den Gi aus und gehst einfach ins Meer. Und das Wasser in Mexiko, Jungs, ist einfach next level. Und so 3 Monate trainiert. Next Level in welchem Sinn?
Bro, es ist so... Geil, einfach geil. Die Temperatur vom Wasser, es erfrischt dich noch, aber es ist nicht so Kalt, ja. es ist zu kalt, es ist so die perfekte Temperatur einfach vom Wasser. Geil, Mann. Richtig Nice, geil. Mann. Richtig geil. Willst du wieder gehen? 100%, ja. 100%. Ey, meine Frau ist Flugbegleiterin. Soll ich dann mal sagen, wie viel ich gezahlt habe auf Japan? Willst du das wissen oder ist gut? Wahrscheinlich am Kopf gerührt, Mann. Bro. Sie haben dich gezahlt. Business hin und zurück. Plus kann ich in einem Hotel schlafen mit ihr, also zahle ich auch nicht für. Und die haben immer so Hilton Hotel und so. Hin und zurück 150 Stutz. Business. Ich hätte jetzt 200 geschätzt. Krass. Nicht. Und darum, ich bin Uns nicht. in Südafrika gewesen. Seht ihr, Jungs, es gibt gescheite Leute, die fliegen auf Japan, weißt du? Und dann gibt es die anderen. Hey, aber du hast okay. wenigstens, du hast wenigstens etwas erlebt. Ja, er hat es erlebt. Ja, 150 Stutz für Business. So, erstmal 2 Gin Tonics gelegt, warm. Nachher sind es voll. Was für Flex, Mann, ey. Ich esse, ich zahle so voll da, als wäre ich irgendein Unternehmer. Oder halbes bestellt. Hast du die Sachen können aussprechen, die dort gestanden sind? Ich habe gesagt, Nur mit Finger, oder? Please. Please, one of these. Weißt du, was ich Mit dem geil- russischen Akzent, Ja, ja. ja, einmal, woher ist der gekommen? Ey, ich finde Business ist gar nicht mal so geil oder so erstrebenswert. Das Einzige, was geil ist, ist, dass du einfach liegen kannst. Ja, Mann. 16 Stunden fliegen oder was auch immer und dann immer so und die Nacken am Durchdrehen. Das ist doch geil. Bro, es ist geil, aber nicht so im Sinne von, ich bekomme Champagner, ich bekomme feines Essen, Bro, scheiß auf das. Scheiß auf Gib mir lieber nichts zum Essen, aber lass mich liegen. Eben, Weißt du, das liegt. das ist brutal, Bro. Weil du kommst, und ich meine, ich bin ja nur 5 Tage gewesen. Meine Frau hat gearbeitet, dann bin ich mitgegangen. Und wenn du jetzt einen Tag lang Eco fliegst und dort ankommst, Bro, du brauchst erst mal einen Tag, um wieder zu dir zu kommen. Besprochen dort. Hey, und wir sind auf zuerst Tokio, dann sind wir Osaka, dann haben wir einen Inlandflug gemacht, in Osaka, Kyoto sind wir gegangen. Bro, es ist... Ersten Tag habe ich es gehasst. Ich habe Japan gehasst. Ich so, Bro. Warum? Bro, ich bin angekommen, Reiz überfüllt des Todes. Ich bin müde gewesen und die ganzen Geräusche bei der Ampel. Coldplay-Leute am Rumlaufen, Bro, so Pumpen voll, überall Lichter. Ja, Kilby. ich habe meiner Frau gesagt, ich so, hey, es schießt mich richtig an. Ich habe immer geträumt von Japan und es ist voll scheiße. Das Gegenteil. Es ist so Pan, du bist reizüberfüllt, ich kenne das vom Fliegen und so. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Ey Bro, die Japan hat mir gehört. Also ich habe gedacht, du hasst es. Du bist aufgestanden. Es ist so geil gewesen. Es ist so geil gewesen. Ich will unbedingt nochmal gehen. Aber länger. Bist du ja zweimal gewesen? Ja, und dann noch kürzer, Bro. Ah, okay, Leider. okay. Dann waren es nur 3 Tage gewesen. Hey, aber immerhin. Ja, ey. Aber nächstes Mal, Mensch, siehst du etwas. nächstes Mal, wenn es geht, Bro, einen Monat. mindestens. Wie lange bist du schlussendlich in Japan geblieben? Über 3 Monate. Hast du Japanisch gelernt? Ich kann ein bisschen Japanisch, Ja. auch lesen. Geil. Aber bist du auch wirklich so trainieren nachher unten? Auch ja. Das war geil gewesen. Ja, ich habe schlussendlich auf dieser Reise habe ich dann in über 50 Dojos trainiert und allein in Japan irgendwie, glaube ich, bei 11, 12 dürfen Krass. trainieren. Und ich bin ja dort in Fukuoka, das ist im Süden, das ist auch mega bekannt fürs Essen. Gerade in der Nähe von Südkorea, dort am Meer bin ich angekommen und dann bin ich alles nach Hiroshima, dort wo die Atombombe eingeschlagen ist. Dann bin ich weiter nach Osaka gefahren, dann über Kyoto nach Gifu. Dort habe ich dann durch den Mike, nicht der Mike, der Ken, durch den Ken, sein bester Kollege, der Itetsu-san, habe ich kennengelernt und er ist ein japanischer Mönch. Und dann habe ich zu ihm gehen, habe ich dort ein paar Tage bei ihm bleiben. Und das ist Japan, das musst du sehen. Das ist, weißt, die haben einen Garten und du siehst einfach, boah, der japanische Garten, wo alles schön gemacht ist, an der Natur, du bist so, schlafst dort auf diesen Matten. Das ist das, Mann. Das ist In das. den München, Hure schön, Mann. aber ruhig. Mega. Den kennst du ja selber gewesen, Mann. Mega. Den Ken geht immer wieder. Und den Ken habe ich dann auch in Osaka getroffen. Ken ist so ein geiles Tier. Mit dem Ken so, richtig geil. Falls du es siehst, komm mal im Podcast. Ich bin müde geworden, um dir zu sagen, Mann. Ken, das ist ein Zeichen, Mann. Jetzt wird es Zeit. Und alle Leute, die das sehen, gehen unbedingt ins Yuan essen. Beste Sushi in Ja, das ist Zürich, von ihm. wo du Ich essen bin gerade kannst. jetzt vor kurzem gesehen. Hast du das Tartar genommen? Natürlich. Das ist so geil. Bro, sie haben Wagyu Tartar, also Wagyu Rind, oder? Tartar gemacht.
und dann auf so Sushi oben drauf. Krass. Mit einem Onsen-Ei. Und dann ist so geil, so, ich weiß nicht, ob es Teriyaki ist, lange nicht lügen, aber so Soße dazu. Ey Bro, meine Frau hat Sushi gehasst, sie so, ey Sushi, ich bin noch nie gegangen. Ich so, wir gehen jetzt. Jetzt sagt sie, Krass. wenn ich zurück bin vom Arbeiten und so, können wir zum Ken gehen. Streamspöllchen. Ja, die Krabbenböllchen dort. Es ist wirklich brutal. Das ist etwas anderes. Ken, die sind krank. Gell, Ken kommt da an, Mann. Auch so ein starker Black Belt, Mann. Ich habe noch nie gegen den Ken. Wow. Ich kenne ihn vom Eisbaden dort im Fight Temple hat es mal irgendwie so ein Event, so ein Seminar gegeben. Einer ist gekommen, der dann Breathwork gemacht hat und nachher sind wir in Katzensee baden. Und dort habe ich dann den Ken kennengelernt. Weil ich bin ihnen so ein bisschen in Erinnerung geblieben, wegen ich habe übertrieben fest geschnauft und ich bin dann einfach pass out gewesen. Und die haben gemeint, ich bin verreckt. Die haben gemeint, ich bin verreckt, weißt du, ich bin total blau angelaufen und so. Und ey, einfach Comedy gewesen, richtig geil. Aber geil, Breathwork auch. Richtig geil. Mega. Was für Gefühle aufkommen. Das Hey. ist nicht normal. Ist das mit dem intensiven Ein- und Ausatmen? Ja, Bro, ja. das leitet dich so Genau, an. Ey, und dann sagt sie, red ein bisschen, Bro, ich bin wirklich fast in Tränen ausgebrochen. Ich habe erzählt, so ein bisschen, was mich beschäftigt. Und der Zugang, den du erlangst, nur durch Du kannst ja anscheinend ein Riesenhai fahren. Also so. Bro, das ist richtig krass. Also, Das ist wie so Psychedelics. Ja, anscheinend. Also ich hatte das vor kurzem mal beim Swipen, beim Scrollen gesehen. Hast du schon mal gemacht? Nein, aber eben, ich habe es gesehen beim Scrollen, darum. Aber ich merke, ich mache das immer, wenn ich in so einer Situation bin, egal was, wie, wo, und es übernimmt mich, ich kann es nicht handeln oder was auch immer, chill ich einfach und schnuff. Bravo. 2-3 Minuten einfach nur durch die Nase. ist gut, ist nicht, kannst du nicht vergleichen, ist etwas anderes. Logisch nicht. Aber klar, ist Aber nur schon wirklich- das, was für einen Unterschied es macht, wenn du dir einfach Zeit nimmst, einen Moment und Pause drückst. Ja, voll. Nicht gerade wieder los sozusagen. Genau. Ey, Absolut. ich habe eine Frage in der Runde. Und das ist ein bisschen, ja, keine schöne Frage, aber trotzdem. Ich mache aus dem einen Trailer darum. Spannung aufbauen. Also stell dir Fragen, dann sage ich so alle euer Gesicht so, bevor ihr antwortet. Das ist doch voll überraschend. Nein, Wenn wir so du kannst überrascht zu dir schauen. so grübeln. Nein, ich kann... Zuerst mal, bevor ich die Frage stelle, willst du Frau, Kind? Ja. Willst du auch okay sagen? Ich habe letztes Mal eine Dokumentation gesehen, oder nein, ich habe letztes Mal ein Interview gesehen, wo sie einen Pädophilen interviewt, oder? Und sie haben ihn gefragt, wie suchst du denn deine Opfer überhaupt aus, oder deine Kinder? Und er hat gesagt, bevor ich so etwas mache, schaue ich immer zuerst den Vater an. Wenn der Vater für mich keine Gefahr ist, dann gehe ich los, sozusagen. Wenn der Vater für mich eine Gefahr darstellt, dann mache ich es nicht. Und jetzt die Frage an euch. Du hast noch kein Kind, ihr habt ein Kind. Was macht ihr, um euer Kind von dem zu beschützen? Wie sind ihr eine Gefahr für pädophile Leute, dass euch das nicht passiert? Gott bewahre, 100-mal Holz anlangen. Aber checkt ihr ein bisschen die Frage? Ja, ich weiß schon, was Und du das in heisst welche jetzt Richtung nicht, du du hast. musst Kampfsport machen, du musst Jiu-Jitsu, Black Belt sein und so. Aber was macht ihr für die Sicherheit für euer Kind in dieser kranken Gesellschaft, in der wir leben? Ich sehe gut aus. Ja, das bringt nicht viel. Das vergewaltigt er Das dich. ist ein Schreck. Hey, letztes Mal habe ich auch wieder so etwas geschaut. Ist in die Richtung gegangen. Und nachher hat auch ein Pädo gesagt, er würde niemals dicke Leute nehmen. Also, weißt du, Ist das dein Schutzmechanismus? Darum ist er. Nein, aber ich habe zum Beispiel nie Schiss gehabt, dass ich entführt werde. Du bist halt schwer gewesen. Genau. Es ist so. Aber es ist so. Es ist doch einfach so. Welcher Pädo, blöd gesagt, findet das dickes Kind? Nein, das will ich nicht sagen. Aber Logisch das ist nicht, eine aber- Frage, Bro, weißt du, wie ich meine? Es ist so, Ja, schon. meistens, man sagt auch zum Beispiel, dass die meisten nicht mal pädophile Tendenzen Ich glaube, du hast eine Aura. Nein, sondern das machen wegen Macht.
So auch mal Opfer. Weißt du, die meisten Leute, die sich an Kinder vergehen sich nicht, weil sie pädophile Fantasien haben. Sondern wie sie selber. Sondern Ja. weil sie Macht, ausüben. Bro. Ich entscheide über dein Leben. Wenn ich dir weh mache, wenn ich tue dir weh. So narzisstisch. Oder? Nicht narzisstisch, also Max narzisstisch, aber ich würde jetzt nicht Narzissmus mit dem wie definieren. Logisch nicht. Aber es kann wegen dem in die Richtung gehen. Ja, ich finde das eher Psychopath. Also eben, Also ich kenne mich da zu wenig aus für das, ja. Das ist so für mich. Und ich habe auch lange im Gefängnis gearbeitet, Bro. Vielleicht kommt auch die Frage von dem. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Pädos haben in der Schweiz. Oder wie sie vor allem das machen. Genau darum wollte ich die Frage stellen, einfach mal. So, was macht ihr zum Schutz von eurem Kind? Oder würdet ihr machen? Ja, sicher mal aufklären. Ja, das ist sicher ein guter Das Punkt. ist das Wichtigste. Also bei mir war es ja auch so, gewesen, die Mutter hat mich aufgeklärt, steig nie bei einem fremden Mann Meine ein. Eltern auch gemacht. Sehr wichtig, aber zum Beispiel das mit dem etwas Süßes für dich und so. Ja. Piss dich mit deiner Süßigkeit. Ja, voll. Und eben so die Masche halt von den Pedos ist ja praktisch immer ein bisschen das Gleiche, wenn man sich mit dem Thema befassen tut. Und für mein Kind jetzt eben aufklären, auch früh in den Kampfsport schicken, dass er sich verteidigen kann. Und halt, ich sage so, ich denke jetzt mal, mein Auftreten gegenüber einem Pädophil ist jetzt sicher, ich glaube, der überlegt sich zweimal, soll ich da etwas machen. Ja, voll. Ist jetzt nicht so... Aber was für zweimal, Mann. Der kann gerade... Ja, Ja, aber ich denke, eben, das hat mit Aura zu tun. Wenn du natürlich ein bisschen selbstbewusste Persönlichkeit bist, das selbstbewusste Auftreten. genau, selbstbewusstes Auftreten, Entschuldigung, danke fürs Korrigieren, ist es sicherlich besser, als wenn du, ich sage jetzt mal, jütmäßig vielleicht so ein Aber ich bisschen... finde es sicher ein Auftreten, Bro. Verstehst du? Es gibt auch Leute, die sicher auftreten, aber sind die grössten Schlippe in der Kurve dort, die nichts können. Und so die zweimal an Handel gelupft haben und sagen, jetzt könnten den Mike Tyson Und das spürst du dann. Ja, eben, aber das ist eben wieder Aura. Spüren die auch die, spürst, weißt du? ja. Darum sage ich so. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr sind irgendwo in einem Warteraum und auf einmal kommt so ein Typ rein und der ist auch so, weißt du, so Aura. Eben. Ja. Das ist das. Und das spüren die. Und sehr ein wichtiger Punkt mit eben Aufklären und ich glaube vor allem, ich habe kein Kind, aber ich habe einen Neffen, er wird bald 2. Vor allem in der heutigen Zeit, unsere Verantwortung ist auch, und was wir vielmals unterschätzen, ist, keine Bilder von den Kindern ins Netz stellen. Danke. Weil das ist so, Leute, und sie denken ja nicht mal, die Eltern böse. Schau, wie herzig meine Freunde Sie wollen es den Kollegen zeigen, ja. Ist ja Vorteile, ja. aber das Netz vergisst nie. Und all die Pedos, die eben, zum Teil, ich verfolge das auch, was die mit diesen Bildern machen, das Darknet, sie verkaufen das, irgendwie auf Pedo-Seiten. Das ist krank, Mann. Krank. Und darum, das ist das Erste, das Kind gehört nicht ins Netz. Scheißegal was. Also weißt, nein, einfach nein. Das ist so eines der wichtigsten Sachen. Und natürlich dann, eben, wie ist dein Auftreten nach außen, machst du etwas dafür und nicht einfach so fake. Es ist wirklich die Präsenz, die Aura. Genau, ja. Darum ist es ja wichtig auch als Vorbild für wir als Männer, für unsere Kinder dann, dass wir zeigen, hey, wie man durch die Welt geht, was die richtigen Werte sind, etc. Und natürlich dann eben die Aufklärung wiederum auch. Ja, aber du kannst es auch nicht ganz kontrollieren. Es ist wie, es besteht ja immer. Es ist, 100%. weißt, Du bist ja auch nicht immer mit dem Kind dabei. Und vor allem... Aber was machst du präventiv, ist so die Frage. Aber weißt du, zum Beispiel, ich sehe es ja, also ich habe das ja selber ein bisschen von meiner Vaterbeziehung. Mein Vater ist komplett ein anderer Mensch als ich. So, wir sind zwar mega gleich von der Person her, aber so von Sachen gesehen, ich sehe Sachen so total anders als er. Und durch das ist es auch schwierig zum Teil, ein Vorbild zu sein. Ich kann mir vorstellen, für ihn ist es mega schwierig gewesen, weil wenn du keinen Draht zu deinem Kind kannst aufbauen, weil dein Kind, ich sage jetzt mal mehrheitlich entweder Hort oder unterwegs oder Kindergarten und du hast das gar nie können aufbauen, ist es wie mega schwierig. Der Vater, du siehst es zwar schon als Vorbild, aber du siehst oder verstehst gewisse Sachen erst viel, viel später. Weißt du, vielmal passiert mir das jetzt noch, denke ich zurück und denke, ich bin fies zu meinem Vater. Dabei hat er es eigentlich nur gut gemeint, aber ich habe den Draht wie nie können haben und durch das ist es wie nie gegangen, dass ich auf ihn hören konnte. Sondern ich habe immer selber müssen alles erleben oder selber herausfinden, um für mich selber zu sagen, okay, so und so. Ja, aber so sind wir doch alle.
auf eine Art und Weise. Also bei mir war es auch so, dass der Vater mir immer wieder gesagt hat, schau, wenn du das und das machst, wird das und das passieren. Er hat immer recht gehabt, egal. Absolut. Und ich glaube aber, das ist eben auch ein bisschen das Problem, die Erklärung. Eben, die Barriere ist da. Es wird dir gar nicht richtig erklärt. Es werden nur die guten und die schlechten Seiten auf. Hast du keinen schlechten Seiten aufgezeigt. Knopfdrucker da? Warum du das machen sollst, warum du diesen Weg sollst gehen. Oder so. Und ich habe schon etwas Essentielles gesagt, dass du bei dem Kind, also dass du das Kind wirklich spüren musst. Ja, Oder? fix. Nicht, ich bin einfach Vater und das wie wir es vielleicht von früher kennen, so... Hast du jetzt auch nicht besser gewusst? Eben so Erziehung Bravo. Mutter, ein bisschen, eben auch nicht um sie schämen, oder? Das Nein, ist gar nicht. Ja, unsere Null, Väter und so. null. Gar nicht, das ist einfach die Erkenntnis. Aber ich glaube, zu der heutigen Zeit, wo viel mehr abläuft, auch die Welt mit einem Knopfdruck für dich ersichtlich ist, oder? Und all die Apps, die sich aber auch Pedos so rumlungern, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass du einmal ins Zimmer gehst von deinem Kind und sagst, hey, was läuft so, weißt? Was ist heute passiert? Gehen wir mal zusammen etwas unternehmen. Weil Vertrauen, nur weil du der Vater bist, wird dir das Kind dir. Voll, genau, ja, das ist es. Du musst dir aufbauen. Genau. Es ist nicht einfach reinstecken, abgaunen. Ja, und du weißt ja, wie unsere Eltern sind oder wie sie erzogen worden sind. Du musst arbeiten. Ja, da wenig 24, Zeit. genau, ja. Wenig 24/7 irgendeinem Hustlen machen, tun, neu in das Land kommen, etwas versuchen aufbauen. Total Du anders, musst auch noch Leute versorgen, weil sie zählen ja auf dich. Du bist ja wegen dem ins Ausland gegangen. Ein riesen Druck. Und dann sollst du dir noch Zeit nehmen für dein Kind, blöd gesagt, um das noch richtig erziehen. Aber schon heavy, man. Darum ist, ja, ich habe Hey, viel Vorwürfe gemacht, aber mittlerweile habe ich halt auch verstanden, er hat das Beste versucht, was Bravo, gegangen das ist. ist das. Sie haben ja immer das Beste gegeben Ja, in dem Mann, Moment. das Wir können ist sie nicht blamen. Es ist- niemals. Und im Nachhinein verstehst du die Sachen über Absolut. dich, wie du reagiert hast. Und in dem Moment hast du ja einfach auch, wir sind jung, naiv gewesen, haben gedacht, uns gehört die Welt, wir wissen Sie gehört alles. das auch. Und du kannst nicht Ältere sein. Also die Eltern Nein. haben nicht gelernt, Ältere sein. Nein, logisch Nein, nicht. natürlich Eben. nicht. Auch sie sind ja auch die Kinder. Genau. Auch sie haben das kleine Sie haben das Kind ja auch in nicht sich. gehabt, Oder das- so bist du einfach älter. Ja, und Jungs, schaut mal, ich sage euch ehrlich, ich meine, du bist 29, du bist der Jüngste in der Runde. Und ihr seid ja auch Vater geworden mit 29 und später. Später. Eben, genau, später. Unsere Eltern, meine Mami, blutjung. meine Brüder bekommen mit 19. Ja. Und hätte ich mit 19 ein Kind bekommen, und ich hätte gedacht, ich gehe ausgehen, Mann, der lebt ja, der hat Essen, seine Lieben sind trocken, die Schien auch nicht, gar einfach, weißt du? Darum ist also, was wir nie vergessen dürfen, ist erstens mal, wir sind viel sensitiver auf die psychische Gesundheit, früher hat es das nicht gegeben. Und wir Und sind später zweitens, wir sind auch viel, viel reifer. gell? viel reifer. So, Absolut. Schon so. Schon so. ich schaue mal noch schnell, was ich da von der Community reinbekommen habe. Ja, Wieso muss so ein Bild kommen, wenn ich gerade das Handy aufmache? ja. Mann? Das zeigst du nicht. zeig mal. Hallo! Wieso? Wieso? Hallo! Guter Algo. Da hast du härter arbeiten, ne? Leute wissen nicht. Wie geil wirst du, wenn man dich so packt im BJJ? Hat er geschrieben. Bro, es hat ein Kollege, der schickt mir die ganze Zeit die Reels und sagt, Bro, du bist doch voll schwul, dass du da die ganze Gio, ja. Arsch anlagst. Er hat sogar auf meine Homepage, wo ich da Ja. mit Kindern schaue, eine E-Mail geschrieben. Kannst du mich einölen und dann so packen? Aber ist es ein Kollege von dir? Türkisch Wrestling. Ja, genau. Aber ist es ein Kollege von dir oder ist es auch so random? Okay. Kollege von mir. Nein, ich habe schon gedacht. Sie steht wie so Und ich sage ihm immer, Bro, wenn du mal kommst, glaub mir. Aber das sagen hure viele Ja, Leute. Leute, Das. die keine Logisch. Das ist keine Ahnung. Ich sehe ja, was das auswirken kann. Eben, du musst ja schon etwas verstehen und können. Technik allein ist nicht alles. Du musst Ja, auch es ist Grips, komplex. musst schnell sein. Es ist schon ein Kampfsport. Aber ich verstehe schon, wenn so Außenstehende sagen, zum Beispiel ich bin auch so einer, wenn ich UFC schaue und die Penners am Boden sehen, ich könnte kotzen. 4 Minuten lang dreht sich der Arsch am Kielen. Wirklich, ich sehe es ja nach diesen Runden. Aber es sieht einfach scheiß langweilig aus und es sieht schon
Aber wie du es nicht verstehst. Ja, eben, Für das- mich, wenn ich den Boden anschaue, Ey, ich was sind kann so kotzen, Mann. Details, so, wenn jetzt der da ist oder da ist... Ist ein riesen Unterschied, ja, sicher. Für den kleinen Schritt. Ich verstehe aber die Leute, die es anschauen und sagen, Bro, es sieht richtig gay aus. Vor allem so oben ohne, voll am Schwitzen, dann packt der andere ihn so von hinten und Ja, so. Verstehe oder du ich. hast den Arsch im Gesicht und umgekehrt auch. Ja, es gibt 1000 Reels und Memes und das und dies und das. Das ist wie die, die Paddel Jones spielen. hat ja auch mal ein lustiges Bild gepostet und geschrieben, BJJ ist gay. Ja, genau. Er pusht sogar noch in die Richtung, Ja. ja. Immer in die Richtung. Ja, eben das Lächerliche ziehen, das haben wir auch gelernt im Vertrieb. Absolut. Fragt der Michael, wie die 10 Gebote heissen. Ich wette um einen Memo-Kebab, er schafft nicht 5 Parak. Ich weiss von wem die... Von wem ist die Frage? Segelboot. Vom D. Zeigeboot. Nein, die erste Folge, die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich gesagt, ich bin Fan von 10 Ja, und Geboten. ich so, sag mal die 10. Von 10 Geboten. Die 10 10 Gebote. Es ist sicher vom D. Boy, musst gar nicht nachschauen, Alter. Ich weiss nicht alle 10. Weißt du irgendetwas? Ja. Sag. Du sollst nur einen, also Gott haben, also irgendwie so in die Richtung. So ein Gott. Genau, respektiere deine Eltern irgendwie in die Art oder So deine als Vater und Mutter Ehren, genau. Du sollst nicht lügen, betrügen, dies, das, Lügen. oder? Geht's in die, ja, also, Aber Lügen steht, du sollst nicht lügen. dann, warten. Ja, ich bin nicht gut, ich gebe es zu. Ja, alles gut. Aber jedes Mal, wenn ich es lese, finde ich es geil, was dort steht. Dann, was hat's noch? Nicht töten. Ja, Stark. gut. Bro, wo Christian. ich da das Zeug... Hast du dann noch ein Auto Chuchu gesagt? Ja, ist auch ein bisschen älter als ich. Er ist ein Jahr älter als ich, darum. Also weißt du noch jemand dort? Nein, nicht mal ein Jahr, ein paar Monate. Sonst release ich's. Ja, Release, komm. Klauen. Klauen, töten, die Eltern Lügen. respektieren, nur ein Gott glauben, Nicht Ehebrechen. nicht Ehe brechen. Kein konsumieren. Das haben sie, glaube ich, nicht gekannt. Tag des Herrn Das haben sie, glaube ich, Heiligen. nicht gekannt. Das ist. früher. Ja. Doch, Alter. Drogen? Ja, das ist. Steht etwas von Drogen? Der da nicht. Da nicht. Aber Nein, es hat immer das gibt es schon sehr lange. Ja, das gibt's schon. Seit Menschen denken, anscheinend gibt es ja auch eine Theorie, dass wir evolutioniert sind, weil Affen Pilze gefressen haben. So haben sie dann angefangen zu laufen, Ja, genau. aufstehen. So. 100%. Es gibt keine Jeder Theorie, dass noch. Affen Pilz gegessen haben. Es gibt eine Theorie, dass, Sich so. dass der Mensch früher... Ja, ich habe es jetzt in Ja, das ist Raw-Form. eine Lüge, weil das ist meine Aussage. Du verunreinigst gerade meine Aussage. Das akzeptiere ich. Wieso nicht? Wieso die Aussage? Jungs, klären es da rein. Ich habe das im letzten Podcast Ja, aber ich habe das ja schon vorher gewusst. Okay, sorry, du Allwissen. Nein, das bin ich Du bist nicht. jetzt gescheit in der Brille. Nein, ich bin auch nicht gescheit. Ich bin der ich bin. Okay. Ey, Brosi, was ist dein Ziel jetzt? Du bist zurück. Du bist da. Was ist dein Ziel? Wo geht es für dich in den nächsten Jahren? Schaffst du eigentlich? Ich bin jetzt dran. Also beziehungsweise an meiner Selbstständigkeit Okay. bin ich jetzt am Aufbauen. Ja. Was machst du? Was willst du machen? Einerseits all das Wissen, das ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, will ich weitergeben. Und vor allem an Männer spezifisch spezialisieren. Ich sehe mich so wie es selber damals. Bin ich an dem Punkt gewesen, eben, quasi, du hast wie alles, doch trotzdem bist du unglücklich, es fehlt dir irgendwo etwas. Und da will ich einfach die Tools, die ich mir angeeignet habe, all die Erfahrungen, ihnen helfen, um den Weg selber zu gehen. Und wie sie den gehen, das ist das andere. Aber immer in Kombination mit Bewegung, mit Sport. Ob das eben mit Jiu ist, dann auch sonst ins Gym gehen oder ich mache ja noch Yoga-Ausbildung gemacht. Wichtig ist einfach, dass man etwas macht, weil Klarheit entsteht nur, wenn man körperlich aktiv ist. Sehr schön. Einerseits eben das Mentoring, dann auch unterrichten. Jetzt einmal pro Woche kann ich beim Broa, bei uns in Wallisellen, am Abend unterrichten. Geil. Also was unterrichten? Wäre cool. Fix. Jiu-Jitsu. Ah, geil. Wenn du Bock hast, mal. Weniger. Brown. Aber Theorie kannst du mir gerne erklären, das kann ich gerne. Dann auch Yoga. Bin ich jetzt auch aktuell am Schauen für Studios. Okay. Ich habe jetzt im Dezember die Hast du das Ausbildung angefangen zu machen? vor 3 Jahren. Dort beim Mönch? Nein, in Thailand. Okay. 23 habe ich dann quasi
dort den Michael kennengelernt. Bei dem habe ich dann das auch gelernt, letzten Dezember. Und ich finde es so etwas Geniales und richtig Schönes. Vor allem, es ist auch wie eine gute Balance zum Jiu-Jitsu. Ist ja, mega viel machen sie ja. Mega. Die machen wir Ja, schon. wirklich. Ich Voll. muss schon unterbrechen. Gern. Das schlimmste Training, das ich damals in Thailand hatte. Yoga. Das Yoga ist krass. Ich bin so eine Yoga-Klasse gegangen, ich habe noch nie im Leben so geschwitzt. Ich hatte den ganzen Kopf. Die Leute lachen jetzt, gell? Ja, ja. Leute wissen nicht, um was absolut. Ich hatte die Trainerhosen in Grau angehabt, die sind dunkel gewesen. Schwarz. Schwarz. Schwarz! So immer schwarz! Mein T-Shirt war auch schwarz. Aber es ist wirklich das, Geiler Mann. Ort, Mann. Ich bin auch dort hingegangen und dachte mir, ich bin verdammt fit. Ich bin halb krepiert, Mann. Noch nie so geschwitzt im Leben. Alles hat mir wehgetan. Vor allem 4 halt Tage ist so Muskelkater. Positionen auch nicht im Keine Alltag. Chance. Nein, Tut's mir weh. alles tut's mir. Voll, und eigentlich durch die Kombi von Jiu und Yoga hat sich jetzt auch das dritte entwickelt, nämlich Mobility. So ein bisschen wie eine Fusion. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen anzubieten. Also einfach ins Training selber, dass wir am Anfang Mobility machen. So ein bisschen Was ist Yoga-Flow. das? Mobility, sorry. Mobility, Bewegungen, flüssige Bewegungen. Nicht statisch stehen, sondern dass du in einer Bewegung Ah, okay, dann dich ja. öffnest Ja, ja. und wirklich So, ja, ich weiß was. Mobilität. Und die Leute finden es richtig cool, kommt gut an. Geil. Und eigentlich würde ich das auch gerne dann in verschiedenen Dojos vielleicht mal bei euch vorbeikommen vor einem Open Mat, wenn ihr Bock habt quasi. Ich weiß nicht wie, aber ja, weißt nie, auch die, Ich glaube, das hast du im Rückkurs nicht. ich weiß auch nicht. Wieso? You never know, weißt Schon ein Jahr draussen, gell? Ich habe, bist ja, du- ich habe, also nicht, dass ich nicht mehr zurück Ja. aber ich habe 4 Rippen gebrochen. Dann ist es so kurz wieder gut gewesen, bin ich wieder ins Training, dann habe ich die Schulter, die 2 Das ist immer das Schulterhebel Gleiche, ja. gebrochen. Und jetzt bin ich noch in der Reha-Phase. Ja, ja, aber Also bist du es noch ist nicht wieder angefangen zu trainieren? Das ist so typisch. Ich habe Blue Belt bekommen, bam, es ist passiert. Mann. Alle haben gesagt, ja, jetzt hast du den Blue Belt. Scheiße, Mann, scheiße. Bei mir ist es nach dem ersten Stripe passiert. Wenn ich als Whitebelt bekomme, Bro, immerhin hast du den ersten Stripe, Mann. Immerhin bist du dort, bin ich Alter. halt einfach, also ich praktisch nur noch Nogi machen. Ja, Scrappling, ja. Ich kann das nicht mehr. Gi oder Nogi? Wenn müsstest du eins dich für immer Gi. entscheiden. Geh. Geil. Geil. Ja. Gi ist in Kimono, oder? Kimura? Ja. Okay. Deine? Easy kill, Joe. Ezekiel, geil. Also ein paar Black Belts für dich, Bro. Ich hab mit den Stiefeln bin ich rausgelaufen. Ich hab der Geilste. Also ist das ein Submission oder ein Joke? Submission, ja. Submission. Ja, das ist... Also ist ein Joke, ja. Ich kann nur Guillotines und Armbar, das kann ich. Ja. Joke natürlich. Triangle Job. Ja, drei. Ich kenne ein bisschen zu viel Nicht. von diesen Sachen, wenn der da nichts von hat. Ja, Bro, all meine Kollegen, mein bester Kollege ist ein Kampfhaufen. Jeder erzählt seine Sachen. Wir rauchen miteinander. Auf einmal kommt da irgend so eine Schattenbox-Kombination. Kicks fliegen umeinander. Ich kann nur meine Ziege Und ich chill jedes Mal dort und denke mir so, hey, ich könnte nicht einfach mal stehen wie Männer Alter, und reden. Immer kommt... Das ist ja wie Mann. Ja, auf einmal kommt einer, da, ich hätte dich gelöscht. Und wegwärts. Ja. Bro, das noch nie gehört. Ich Nein, hätte ich dich denke, gelöscht. Mann. Das ist schon richtig Oder krass. du, genau, ich hätte deine Festplatte Alter, Bro. Restart, ja. resettet, danke. Resettet. Ich hätte einen Neustart gemacht, gelöscht, gebrochen. Du wärst nie mehr der gleich gewesen. Wer willst du dement? Du wärst nachdem an der Schleuch. Bro, alles Mögliche, so einfach aus dem Nichts. Ja, durch das, eben, wie Voll, gesagt, Theorie lernst finde ich dazu. eben interessant, weil es halt, ja, eben, ich bin einer, ich will alles Ich wissen. hätte dich jetzt auch gefragt, eben, was ist dein Lieblingssubmission, aber... Ja, der Dings, Guillotine, Ja, das finde ich Guillotine, richtig das geil. findest Das ist doch die, wenn du dich so im Stehen an der... Wie? Äh, Kannst du nochmal zeigen? Wie der erste Move ist brutal viel. Zeig nochmal. eben, wenn der steht und du so an ihn anklebst und nachher den Kopf da rein, so wie sozusagen in den Schwitzkasten, Ja. oder? Bravo. Was haben wir gemeint? Deine? Dumm, oder Ja, was? das ist Stripes dann. Nur weil ich nicht sagen wollte, Amerikaner. Amerikaner. nur weil ich nicht sagen wollte, kann, heisst das nicht, dass ich nicht weiss, was Die voll geil, die Sachen Total. sind. Voll. Ich bin... Ja, Emre hat mir einmal den Ezekiel gezeigt. Seitdem. Was ist Ezekiel? Bro, das ist, wenn du jetzt liegst und ich bin auf dir drauf und mein Arm ist wie unter, da ist dein Kopf, oder? Und ich habe ja den Gi. Dann packe ich mich da am
Sleeve. Ja, ja. Sagen. Am Ärmel. Genau, und nimm meinen Arm. Ah, wohl, Über den stimmt, Hals. genau, das hast du mir schon mal gezeigt. Nachher drückst du zu. And then squeeze this Der ist arm. hässig. Den habe ich gebracht, wo ich in Bangkok gekämpft habe, an der Competition. Der erste Ah, du hast Kampf. noch Competitions gemacht? Ja, auf dem Geil. Weg habe ich einmal in Bangkok gekämpft. Schnell auf dem Weg noch eine Sidequest gemacht. Ja, das ist auch Mission complete. Geil. Das war spannend gewesen. Geil, geil. Voll, und dann, um das noch abschließen, Mobility-Klasse will ich dann auch mehr in Dojos anbieten, weil ich merke einfach, die Jungs alle verstieft und es ist wirklich Nachfrage, ist da, brauchen es. Und der letzte Pillar, letzte Säule sind Speeches, Okay. Vorträge, die ich auch schon machen durfte. Der letzte war sogar in der Gemeinde Grüningen. Dort im alten Schloss. Die haben mich in der Zeitung gesehen, angefragt. Richtig geil. Und weil es macht mir mega Freude, dass ich die Erlebnisse teilen mit Leuten. Und wenn es nur schon jemand darunter hat, der etwas aus dem mitnehmen kann, bin ich schon happy. Das sage ich auch, ja, bei meiner Arbeit. Wenn ich schon einem Kind helfen kann, das nicht in Kriminalität oder in That's it. Voll geil, Mann. That's it. That's it. Voll. Weil ich bin selber mal dort im Publikum war, magst du dich erinnern? Joey Kelly. Oder Gala dort, wo er... Richtig. Das war 2017 gewesen. Ist das im Aura gewesen? Bin mir nicht sicher, wo das genau war. Kann sein. Auf jeden Fall Joey Kelly. Sagt du etwas? Boah, ich habe den Namen gehört, aber Ja. Der Kelly Family, hat er sicher schon mal... Ist der, der bei Seven vs. Wild mitmacht? Ist es der? Ja, ich glaube, es ist einer von diesen Brüdern oder von dieser Familie. Es sind ja die Kelly Family. Die Sängerfamilie, Ja, die haben gesungen voll. miteinander. okay. Und er ist bekannt für so extreme Sachen, die er gemacht hat. Weißt du, mit Marathon, Ultramarathon und so. Wirklich crazy Zeug. Hat er so viel Weltrekorde auch aufgestellt. Gibst du die Namen ein? Ich kann dir gerade sagen, ob ich jetzt den meine. Weil wahrscheinlich ist es der, der immer so bei Survival-Sachen Er hat auch so. Ja, ich glaube, einer von diesen Kellys ist dort gewesen. Seven vs. Einer von denen ist bei denen... Wahrscheinlich ist sogar Der, er. wo ich meine, sorry. Ja, genau, der Bruder. Der ist es doch, oder? Das ist der. Der ist... Der ist brutal. Krank. Der ist krank. Der ist top. Und wie er zu dem gekommen ist, ist ja so gewesen, seine Schwester hat sich angemeldet für einen Marathon und hat ihn so ein bisschen gesäukelt und gesagt, komm doch mit und so, weißt du, du Pussy. Und er so, ach, ich zeig's dir und so. Der hat angefangen zu rennen, ist halb krepiert, hat abbrechen und das hat so etwas mit ihm gemacht und seitdem nie mehr aufgehört und eben alles andere ist Geschichte. Und ich hoch dort in der Bühne und ich so, Alter, ich muss einen Marathon machen, ich muss einen Marathon machen. Und das habe ich dann gemacht, oder? Also ich bin wie so selber auch in dem Moment so gewesen, er hat etwas in mir ausgelöst, so quasi, aus meiner Komfortzone gehen und darum möchte ich das wie auch gerne weitergeben durch meine Geschichte. Voll. Und das ist das Coole, durch das kann sich dann auch quasi etwas entwickeln. Jemand hat schon immer mal Gio machen. Dann fragt er mich an, hey Paddy, hättest du Lust, kann ich mal zu dir ins Jiu-Jitsu kommen? Ich kann mal Yoga machen. Mentoring, was auch immer. Voll. Und das ist wie so, es geht zusammen in eine Richtung. Das ist jetzt das Projekt, das ich habe. Geil. Ich Geil. könnte auch mal sicher zusammen etwas machen mit diesen Kids. Da. Wäre cool, ja, voll. So, eben so klasse. Ich gebe ja auch ein bisschen therapeutisches Boxen. Geil. Der Therapeuten und so in Psychiatrie. Dann mache ich auch so Seminare. Und Geil. Hier kannst du eigentlich durch Kampfsport deine Gefühle besser kontrollieren. Wie ist es angekommen? Bro, die sind am Durchdrehen gewesen. Sie hat so gesagt, ja, Boxen macht das halt noch mehr aggressiv. Ich habe gesagt, ich beantworte die Frage nicht. Ich beantworte es erst nach dem Training. Und dann hat sie gesagt, schon gut. Mein Körper hat es mir beantwortet. Ich habe null Aggression schön, Mann. drin. Und ja, voll, können wir sicher mal anschauen. Wäre Können wir cool. das zusammen machen. Ich zeige dir mal nachher ein bisschen meine Projekte. Wäre cool. So. Ich habe dort Erfahrung gemacht, gerade zu dem Thema in Indien, wo ich dort in Delhi Gio trainieren bin. Die haben auch so NGOs. Und die unterstützen eigentlich Kinder, die eben nichts haben. Dann zeigen sie ihnen Kampfsport, Selbstverteidigung. Einerseits um ihr Selbstbewusstsein aufpäppeln und einfach auch Respekt beibringen. Oder dass sie auf einen guten Weg kommen. Und dann haben wir zusammen sind in so einen Park gegangen. Und die leben dort in einem Park, in so Blechhütten. Vor 20, 30 Kindern haben wir zusammen ein bisschen Übungen gemacht, ein bisschen darüber geredet. Schön, weißt Mega schön. Das ist wirklich mega, mega schön. Darum bin ich dabei voll. Sport verbindet brutal. Absolut. Also Sport verbindet extrem. Absolut. Bro, schau unsere Freundschaft an. Ich meine, am Anfang sind wir jetzt nicht so warm geworden. Und dann hast du mal gesagt, komm ins Thai-Boxen. Und dann sind wir ja jeden Tag aufeinander geklebt. Ich habe bei dir gepennt, du hast bei mir gepennt. Wir sind zusammen ins Training gegangen. Und das ist eigentlich der Ursprung, das Thai-Boxen von unserer Freundschaft. 2013 ist das, glaube ich. Krass. Ja, macht so viel aus, Ja, Mann. voll. Macht so viel aus.
Hey, ich würde glaube die Runde da beenden, wenn es für euch anpasst. Ich habe eigentlich so ein Spiel da mitgenommen, erzählt euch mehr, aber ich glaube, es wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe auch die ganze Zeit Schiss, dass da das scheiß Dings runtergeht. Ausser, dass er noch etwas zu sagen. Jetzt mit dem Buzzer da. Bro, er hat ab und zu so Psychosen. All das, was seine Kindheit ausgemacht hat, kommt ab und zu führen. Ja. Also kompensieren jetzt. Ja, aber Hose in den Griff bekommen. Sagst du und abstellst? Nein, ich stehe nicht ab. Aber das läuft. Oder will noch irgendjemand etwas sagen? Habe ich es früh unterbrochen? Will noch irgendjemand etwas erzählen? Haben wir noch etwas auf der Seele? Soll der Patrick schnell den Michael joken? Kommt wie Wölfe. stell dir vor, einfach so. Machen wir jetzt einen Kniebar oder irgendetwas Geiles? Niebar, Kollege, meine Knie musst du nur berühren, Nackenmassage. geht auseinander. Er hockt wie vor deinem Bein und dann hast du da wie einen Block. Glaubst du mir? Dann wird Nein, ich glaube, wenn er es macht, das hat keine Blockade, das wird direkt übergehen. Ich habe auch immer Schiss, wenn ich zum Beispiel im Gym Leg Press mache. Ich drücke nie durch, weil ich jedes Mal Schiss habe, dass es keine Stabilität So hat. grusige Videos. wo- Eben genau, und ich will Ja, und nicht, ich will nicht der Loser nein, sein, der im nein, Gym hängt nein. mit seinen Füßen im Gesicht. Ah, Und nachher müssen sie mich dort rausholen, Alter. Voll peinlich, Mann. ah, nein. Bro, irgendetwas, oder auf der Serie, oder vielleicht auch das Thema, also wir müssen nicht beenden, gell? Ich sage einfach nur, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr gerne Hey, ich Oder etwas, was du weitergeben glaube, ich kann viele Sachen heute weitergeben. Ich finde es vor allem richtig geil, auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es war eine geile Runde gewesen. Auch die Möglichkeit, habe ich heute vorbeikommen. Bro, Richtig cool, Mann. Die Zeit, die ist auch nicht selbstverständlich. Fix. Mega schön. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde. Hey, mega geil. who knows? Ich bin immer so, am Anfang vom Podcast, ich nehme mir vor, nichts planen. Weil ich will das Gespräch, Ja, das es muss schneide ich auch authentisch nicht, das sein. ist so One-Take-Ding. So wie als würden die Zuschauer gerade mit uns chillen. Aber ich denke mir immer, ey, wenn jemand ein bisschen so wortkarg ist, ich schreibe mir Sachen auf, weißt du, und dann kann ich das immer noch erwähnen. Ich habe jetzt von den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, eben nur die Frage da gestellt und die Aussage von dir, sonst nichts. Ich habe da noch ein Spiel genommen, ich habe das Geschenk bekommen von meiner Mutter, weil ich immer so viel rede. Und es sind so geile Fragen, so... Ist es voll scheiße gewesen? Das ist eine geile Du Frage. kannst deine tägliche Schlafzeit problemlos halbieren. Wofür nützt du die neu gewonnene Zeit? Es ist so ein bisschen ein Nachdenken, ein Okay, bisschen weißt du, okay, selber okay. so. Ja. Ich weiß schon. Was soll ich machen? Mehr ins Training gehen. Und ja, natürlich mehr Musik machen. Warte, ich habe eine Frage. Wenn du, ich habe dich das schon gefragt, ihr zwei nicht. Wenn du 5 Sachen zu den spitzen 10% könntest hören. Du stehst morgen auf und dann hast du die Fähigkeiten. Es muss aber etwas Haptisches sein. Du kannst nicht sagen, Wissen, Informatik, dies, das. 5 Sachen, wo du die 10%, die besten 10%, also du kannst die 10 besten Prozent sozusagen. Für welche 5 Sachen würdet ihr euch entscheiden? Überlegt, ich sage jetzt Checken meine. der Frage. Ich sage jetzt meine Kannst du 5. mal umformen? Ja, also Bro, du Welche stehst- 5 Skills würdest du am liebsten haben, wo Okay. du zu Bro, den du kannst Top es, 10 aber gehörst? ich sag zum Beispiel, du auf der kannst Welt? Gitarre spielen und du kannst den 10%, Ah, so quasi. oder du sagst jetzt eben Gio, oder Du kannst keine Ahnung. locker mit dem leben, weißt du, so. Von dem Skill kannst du leben. Ja, du kannst den 10 besten Prozent so. Du musst es aber nicht beruflich machen. Nein, musst nicht, aber du fünf könntest locker von dem leben. Fähigkeiten, wo ihr euch würdet gerne aneignen. Ihr habt das schon beantwortet. Nein, ich habe schon beantwortet. Wir haben Aber das ich schon sage es jetzt, Das weil die sind Zuschauer zwei, ja. natürlich nicht wissen. Ich habe gesagt Schreinerin, also Holz oder allgemein irgendetwas, also, aber sicher mehr Holz bauen. Dann Musik produzieren, natürlich, weil ich das gerne mache. Boxen, einfach um sich selber können verteidigen. Was habe ich noch gesagt? Gamen, Gamer hast du gesagt? da sind wir bei 4. Nochmal irgendetwas. Fuck, schon wieder vergessen. Ja, egal. So wichtig ist es. Ja, voll. Alles sicher. Aber 4 habe ich wenigstens merken. Hey, 80%. Chill jetzt. Habt ihr etwas? Sprache. Ja, welche? Du kannst nicht gerade alle. Bro, es ist eher so denke, dass wenn ich jetzt eine Sprache lernen und ich lese es, dass ich es einfach kann. Oder weißt du, vom Hören her. Okay, das heisst, wenn du Hieroglyphen siehst. Sprache. Ja, ja, sonst ist ja... Ja, aber ja, easy voraus. Wärst ein Zauberer, Alter. Chill mal. Siehst du, das ist aber das ist kein Ton raus. Das so wird. Welche Sprache?
Sprache ist so, finde ich, wenn du es willst, kannst du es auch lernen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt auch nicht. Du, Bro. Ist schon eine geile Frage, nicht? Also, erzähl mal. Aktivier mal deine Hirnzellen. Nein. Survival Skills. Ja, aber- Okay. Geil, Okay. wieso sicher? Ja, ja. Also ich ha- Er hat das sowieso schon. Ja, Ich bin habe ich eine Woche im Wald gelebt. Es war so ein Survival Camp gewesen. Und dann lernst du eben so, wie baust du ein Shelter, was kannst du essen aus dem Wald, wie suchst du Wasser, wie tust du es filtern. Und das sind Skills, wo... Schon mal Lebenswichtig sind. Bro, was für die Haie, Mann! Was für die Haie? Nichts, man, Bro, keine Haie, Baby! Nur noch Velo und so. Ja, das finde ich geil. Das finde ich sicher geil. Und dann vor allem, es geht ja dann auch in die Richtung so quasi Selbstversorgen, dass du weißt, okay, wie kannst du dich selber versorgen. Dann Jiu-Jitsu, Ja. einfach nur, aber das ist ein Lebensweg. 100%, aber es wäre geil natürlich zu den besten 10% können. Dann machen wir uns nicht. Natürlich. Sonst auch, ich finde, wie, das wäre vielleicht schon noch schön, Umgang mit Tieren, dass du wirklich auf jedes Tier weißt, wie mit ihnen umgehen, wie weißt, darauf reagieren, mit ihnen kommunizieren, Körpersprache, was auch immer. Das Gesetz von der Oder Natur. ist das schon zu viel, oder was? Ist doch ein bisschen zu breit, Das ist ja. schon Wissen wieder, weißt du? Das ist ja so Zoologie und so. Okay. Das ist nicht Haptisches. Und dann habe ich bislang Drück 2. mal den Knopf. Abgelehnt. Doch. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt bist du dran. Gitarre spielen, Bro. Gitarre, ja, richtig geil. Sehr nice. Also bei mir wäre sicher der Saz dort oben. Der ist perfekt beherrscht, wäre schon einer von meinen 5. Wie nennt sich? Saz, Bro, S-A-Z. Saz. Das ist die türkische Version von Chifteli. Also Chiftiri ist die albanische Version Wir von sagen- Saz, aber mal easy. Wir sagen Tambura. Tambura. Sieht es gleich aus? Ja, genau, also. Geil, richtig geil. Das würde ich sicher. Bei mir wäre Boxen, also Thai-Boxen, so wirklich 10%. Dann würde ich Ringen nehmen, allein wegen Survival-Ding. Ringen ist schon richtig krass. Schwingst einen Bär dort. Autor, also schreiben. Das ist ein geiles Skill. Die Wörter verfassen. Das habe ich genommen. Und ich glaube einfach für Jungs, die mir nicht eingefallen ist, Gamen. Weil schlussendlich kannst du schon mit dem Geld verdienen. So, es macht Spaß, ich game gerne, ich bin nicht gut, aber dann wäre ich so zu den Top 10%. Das ist schon geil. Singen wäre sicher auch noch etwas Geiles. Singen ist sicher auch geil. Bro, wenn du einfach eine krasse Stimme hast und du kannst singen. Ja, das ist Wir haben es natürlich nicht, aber das wäre... Ich glaube schon, dass viele könnten singen, wenn sie es trainieren würden. Ja, kann schon sein. Ja, Stimme trainieren, Stimmbänder, ja. Ich glaube nicht, dass das so schwierig Ich habe mal einen ist. Podcast mit Solo. Also sicher ist schwierig, aber ich wollte Und jetzt sie hat mir sagen, gesagt, ich habe deine Stimmfarbe mega gern, kannst du nicht singen. Stimmfarbe, Und das dann ist es. habe ich gesagt, nein, ich kann nicht singen. Ich singe gerne, aber ich kann es null. Dann hat sie gesagt, das kannst du trainieren. Genau, Dann ja. habe ich ein bisschen recherchiert. Ich habe Ja. es mega lange nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Aber es ist ja mega viel das ist Training. also die Stimmfarbe ist, hat jeder von uns hat so ein bisschen eine eigene Stimmfarbe. Ah krass, ist mir nicht aufgefallen. Was meinst du? Ich zum Teil Stimmbruch, gell, mit 21. Ja, die Voice Cracks, die Bro, ja, ab und zu schlimme Voice Crack. Ey, und das Schlimmste ist zum Teil, wenn ich so irgendwie vor Leuten muss reden und dann auf einmal. Bro, und, dann, und meine Schwester und Schwager verrecken jedes Mal, die lachen mich gottlos aus, wenn das passiert. Geil. Oh, das habe ich gar nicht überlegt. Malen. Ich würde gerne schöner malen als die Malen. Also Strichs Game. Das ist nicht das Game, das ist scheiße das Game. Das Game war einfach so ein Lückenfüller gewesen. Malen. So wie die grössten Maler, die... Du bist ja einer der grössten Mann. Bro, ich mach's gerne, ich kann's nicht. Wirklich. Doch, du kannst es. Hör auf, Bro. Bro, sorry. Ich sag kein Fishing Compliments, aber ich Bro, kann's nicht. sorry. Nur schon das können die wenigsten malen. Hast du das gemalt? Siehst Nice. Einfach. Ich kann euch sagen, wie es geht. Also so Background, das... Du hast Schablonen drauf da noch. Also die Fäden und so, das ist Klebband. Ich habe einfach Klebband drauf okay, da. ja. Und dann habe ich das gemalt. So. du? Nachher ist Klebband weg so. Aber eben, aber So. Aber es ist krass.
Ja. Es ist gut, das können viele nicht malen. Der Krieger können zum Beispiel so etwas nicht malen. Ich weiß auch nicht, ob ich so etwas malen könnte. Wissen, wie gut ich Wer kann malen? Schon, du kannst malen. Ja, Händel. Kollege, Mann, ich habe noch nie gesehen, dass der etwas Hübsches kann machen kann. Zeigt. Der ist nur grob gewesen, das ganze Leben lang. Übrigens, der Kind nie mehr, gell? Kinoweise, das hat dich geprägt. Er ist ein Nein, ich habe Feinfühliger. andere Sachen vorher viel schlimmer geprägt. Aber das ist nicht unbedingt für die Nicht für den Öffentlichkeit. Podcast, okay, alles gut. Arschloch. Ja, ich weiß auch was. Ich will noch kochen. Das ist richtig gut. Ja, Mann, das ist geil. ja, Alter. Weißt du, dass ich Das ist einfach mein 5. alles, alles Das was ist ich mein 5. Das ist egal, was du Ich habe irgendwie... 4 Hat gehabt. der Patrick auch mal in dem Podcast? Warte, ich bin wegen ihm gekommen. Bro, ja, next. Raus! Bro, wenn, egal was du Alles vor mit dir der hast, du weißt einfach, boah, aus dem kann ich etwas Geiles machen. Du kannst so 3 Zutaten, machst ein Menü. Einfach schon Michelin, so der. Hast du Küche? Du hast sehr viel Kuchen. Also du hast jetzt mega Geil. viel Kuchen gegessen. Boah, ich liebe Davor andere Frage, asiatisch. Bro. Du hast vorher gesagt, Kroatien Nationalmannschaft, Heimat Bosnien besuchen. Was bist du? Kroat aus Bosnien. Er ist einfach ein Jugo, Alter. Im Norden von Okay. Bosnien. Okay, okay. Jugoslawe. Ich bin ein Jugo. Jugoslav, Miroslav. Okay, beste Küche, asiatisch hast du gerne? Asiatisch. Aber welche? Also ich finde Japan und Thailand sind ja am Welten, Bro. Also High Level meinst du? Erste? Ja, ja, that's it. Also, ich hätte auch das gesagt. Ja, Japanisch und thailändisches Essen. Aber was jetzt Japanisch oder Ja, du musst nur reisen. Wenn ich wählen müsste. Also ich nehme fix Es geht Japanisch. um Leben und Tod. Nein, nicht. Cevapcici. Also, Nummer 1 Küche, komm, machen wir das als letztes Thema. Ich muss Ich sage Italienisch, weil meine Frau Italienerin ist. Okay. Ja, und was ist deine Meinung? Gell, hast du auch eine Meinung oder ist nur die Meinung von deiner Frau? Schlüsselst dich einfach an. Ja. Wie frech sie werden am Schluss von dem ganzen Kuchen. Nur weil er schläglich Was ist wahr? Also, meine Lieblingsküche ist Jugo-Küche. Ja? Für immer und Also ewig. ein Abklatsch von der türkischen Küche, kann man sagen. Nein. Türkische Küche von Wish. Nein. Es ist nicht, dass Jugo-Küche besser wäre als türkische Küche. Sage ich nicht. Nein, Bro, aber es ist ja ähnlich. Es ist sehr, sehr ähnlich. Was haben wir, was wir nicht haben? Aber wir Cevapcici. nennen es Köfte, Bro, ist gleich. Okay. Aber wer hat gesagt, dass das von euch kommt? Boah. Ja, schau mal Geschichte an. Aber aber hast du viel Jugos gegeben vor den Türken? Am Schluss vom Podcast Wir gerade. sind assimiliert worden. Nein, Junge, Bruder. Jungs, klären es da hinten, Mann. Dann komm! Was? Du Knöpfen bist... Ezekiel, oder? Ja, ich mach dir... Rogi Ezekiel. Ich mach dir in deinem eigenen Studio einen Triangle-Joke. Mega. So, Jugendküche. Ja, für mich persönlich. Fix. Aber italienische Küche ist so Hast du auch gern. von der Vielfältigkeit und was ich alles schon gegessen habe, ist schon meine Lieblingsküche. Also was? Nach, Was ist denn was jetzt? Mann? also Pizza ist mein Lieblingsessen. Ja. Das ist italienische Küche, aber mein also die gesamte Palette ist Jugo-Essen. Dann ist Jugo essen, dann ist Pizza. Ja, in dem Fall, ja. Dann. Okay, Jugendküche. Deine? Bro, türkisch. 100% türkisch. In Türkei Das ist schon Schwierig, Qualität, Mann. Das ist schon Qualität türkisch, Mann. Das ist Alles ist brutal. brutal. Aber ich kann dir sagen, also bei mir ist wirklich türkisch, dann ist bei mir italienisch, dann ist thailändisch, dann ist japanisch und dann ist die Schweizer Küche. Rösti. Von Raclette. Boah, Zürich Schnetzels. Bro, next level, man. Darum sage ich ja, es ist alles Hast du brutal alles geil. quasi falsche Brutal. Antwort, ausser Indian Street Food. Außer die Poulet für 90 Stutz. Ja, ja. Was für 90 Stutz? Wir sind Pule, ja. Es ist hure fein gewesen, weißt 90 Stutz. Mischkratzen. Es ist- kennst du die? Es ist schon fein, es ist hure fein gewesen. Es ist fein gewesen, Dann aber bekommst du... Aus Gold, oder was? Nein, dann bekommst du Poulet, Bro. Dann bekommst du ein bisschen Nudeln. und Spinat. Ja, ein bisschen Spinat. Also und Tagliatelle, Pommes, zum irgendwie genau so. sein. Und dann isst jeder auf, dann gibt es die zweite Runde. Und wir haben halt pro Kopf 90 Stutz und jetzt machen es der Kollege immer fertig. So. weil es ist seine Idee gewesen, weißt du? Ja, ja, jetzt blamen sie noch. Eigentlich nur, weil seine Kollegen gesagt Ja, voll. Geile Aktion gewesen. Auch mega fein gewesen, aber Also das Essen ist wirklich sehr fein gewesen, aber man könnte schon Also ich- den Teller klopfen. ja. ja, muss, Ja, man, aber muss man mehr bestellen. Musst halt vielleicht 120 Cent zahlen. Also, Hauptsache das Essen ist gut. Ja, Bruder schon. Jakob. Bruder Jakob struggelt zwischen Japanisch und Thailändisch. Ja, verstehe ich. Das ist beides High Level.
Und Japanisch reden wir nicht nur von Sushi, sondern auch von Oh, Ramen. nur schon Ramen alleine, man. Absolut, absolut. Oh, das Zeug ist schon geil. Jetzt in Japan sein und so ein Wagyu-Sandwich essen. Von dem. Ich hätte noch den Ja, letzten schon. Skill, noch das Japanisch beherrschen. Das würde ich wollen. Geil. Geil. Voller Japanisch Das angeguckt. Also. Freundes. Nicht geil. Das Freundes. Freundes. Ja, das auch. Das auch. Das auch. Hey, Bro, die letzten das Worte war's. gehören dir. Ich muss voll pissen. Wir können gerne noch mal eine zweite Runde machen. Passt es für euch, oder? Thailändisch wäre bei mir. Ah, okay. Freude, Bro. Okay, sag mal einen zweiten. Was ist das Lieblingsgericht? Krapau, oder was? Thailändisch ist schon geil. Das ist schon fein, man. So ein Pad Thai, Alter. Alles gut. Geil. Was ich nicht so fand, ist deutsche Küche. Ich bin in Deutschland geboren, Bist du in Deutschland geboren? Wo? aufgewachsen, Oberhausen. Oberhausen. Das ist ein richtiger Sprichst du Kanak. Hochdeutsch? Ich habe Ostdeutsch. Ich habe Schweizerdeutsch angefangen zu reden im 2016, 17. Mink, ja? Ah, bist du da hingezogen? Ah, bist du, Nein, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin von dem Podcast gefahren. ich meine, wegen du in der Schweiz geboren, aufgewachsen. Nein, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Mit 12 sind wir da hin. Und Krass. Im Militär habe ich gedacht, da kennt mich eh keiner. Ich rede einfach Schweizerdeutsch und tue die Fehler ausmerzen. Kleiner Spion, ne? Ja, ja. Krass. Weißt du, wie krass, Alter? Ich will nie in meinem Leben Schweizerdeutsch reden. So eine hässliche Sprache. Jetzt lacht er alle aus, die Hochdeutsch Das ist eine reden. Kasserli. Schriftsprache. Du redest brutal, als wirklich, als wärst du, ja. Geil. Ich muss auch pissen. Ja, easy. Lönn los! Ja, dann laufen. Rennt los, Mann, was kämpft ihr dagegen an, Mann? Und seine Gerüche während. Ich kann jetzt nicht in die Hose pissen, Mann. So, Brüder, das letzte Wort gilt dir. Hey, alles ist gesagt. Danke euch vielmals, dass wir da sind, dass wir einen richtig geilen Austausch miteinander hatten. Und Ja, das war cool gewesen. wäre cool für ein anderes Mal. Sehr, sehr gerne. Bro. Safe, Mann. Jederzeit. Ja? Willst du noch etwas sagen? Lernen wir voneinander, lachen wir mit. Wow, wie Slogan. Ich hab geübt, weil du mich mal zusammengeschissen hast. Ja, ich lernen. Also ich muss etwas muss ich droppen am Schluss, Mann. auch drauf. Geil, geil. Willst du noch etwas sagen? Jetzt haben wir geredet. Okay, geil. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Küsse euer Herz. Wie ich mal sagen, wieder mal. Druck. Geil. Geil, Mann, ich liebe den Knopf. Er hat das eben schon letztes Mal gemacht, er hat den Knopf vergewaltigt. Kaputt gegangen, ne?